Grüß euch, servus, küss die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schahn. Die Quitsche klingt halt super fein, die Kontrabomben hinten rein. Und das Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Drum leid und grüß euch, servus, küss die Hände. Ihr werdet Zeit mit Musik verwendet. Wir spielen für euch die 16er Bur. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heut. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Jawohl, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von der Pawlatschen, dem ersten Wienerlied-Livestream auf YouTube. Nämlich welche Ausgabe? 164. Jawohl, grüß euch gut. Auch von meiner Seite im Studio Donaufeld. Grüß euch, die erste herbstliche Pawlatschen. Ich hab das ja schon im wie sagt man, im Thumbnail, sagt man, also im Titelbild. Hat man schon eindeutig habe ich schon können. diesen wunderbaren Herbsthintergrund. Da habe ich mich wieder ausgetobt, was grafisch. Also was ich zusammenbrachte. Wahrer Meister, muss ich das sagen. Wenn ich so Gitarre spielen könnte, wäre ich die Grafiken gestalten. Stell dein Talent nicht unter den Scheffel. Stell deinen Scheffel nicht in den Schatten. Ja. Jawohl. Nicht unter den Steffel hätte ich bald Nicht unter gesagt. Stell deinen Schatten nicht unter den Steffel. Da liegen eh schon so viel. Gell? Ich begrüße herzlichst im Chat. Du wirst mich gleich korrigieren, wer der Erste. Bei mir ist Susanne Moser war die Erste. Auf meinem. Bei mir der Raffi. War der erste. Wo ist der Raffi bei mir? Da hinten, Klaus Walter hat mir erzählt, ihr habt euch gesehen. Jawohl. Rudolfo Corbesso war der Zweite bei mir. Da schön. Isabella Meyerhofer Dritte. Schön, das ist bei mir alles. Das ist bei mir die dritte, vierte, ne? Ist auch wurscht. Der Maber ist da, Ludwig Sass ist da, grüß dich Gott. Peter Brachtl ist da. Peter Brachtl ist da, einmalig, wer noch, oder? Warte mal, Isabella, guten Abend miteinander. Diesmal am Tablet aus Spital am Büren. Ich habe jetzt gelesen, nur Spital, jetzt habe ich mich geschreckt gehabt, Alles gut. dass du im Spital bist. Aber Spital am Büren, das geht. Wenn es ganz lieb von Patrick hat es extra hingeschrieben, Klammer Oberösterreich, weil es war's. Ja, Du bist unser geografische Flaschen. Danke, Herr Kollege. Naja, Entschuldige, das hast du mehrfach der Beweis gestellt, nicht? Ja, das noch öfters. Ja. Der Werner Wichtig ist da, Matthias Gerold, Rudi Korb, das habe ich schon gesehen, der Raffi, ja. Ja genau, in Walter Nagel habe ich getroffen, wo? Am Land, im Baumarkt. Ein Baumarkt haben wir uns getroffen, so schaut's aus. In welchem? Das ist keine Werbung, Sag ich nicht, weil so leibend ist er nicht, der Baumarkt. Aber Das doch, war nicht das Lagerhaus. Die Kraft am Land, habe ich gedacht. Aber Nein, war nicht so. Wir haben einen der schönsten Baumärkte in Neunkirchen. Also wir, sage ich, weil meine Eltern ja in Neunkirchen daheim sind, also meine Mutter, da weil meine Eltern aus Neunkirchen sind, das Großelternhaus in Neunkirchen steht, meine Brüder und so weiter, und da haben wir den Schilowski. Schilowski gibt es auch in Wien, eh schon länger, und ich glaube in Graz oder irgendwo. Aber auf jeden Fall ist er Urneinkirchner. Weiß ich noch, wie mein Bruder damals, da war ich 14 Jahre, hat der sein Haus umgebaut. Also ich war noch kleiner, aber eingesessene Firma ist das. eingesessene Baustofffirma. Habe ich auch früher viel gekauft, und die haben einen wirklich leibenden, großen Baumarkt. Der schönste, beste, bestsortierte, leibendste Baumarkt mit, was ich bis jetzt beobachten konnte, ausschließlich Fachpersonal. Einziger Nachteil, er hat halt wirklich nur hochqualitative Ware, sprich, es ist natürlich wirklich auch hochpreisig. Aber wenn du sagst, ich will ein gescheites Werkzeug, dort kriegst du es. Du kriegst den Bau. Ich meine, der hat schon relativ normale Sachen auch, aber keine, so billig war oder nicht. Also kein Klumpert. Ne? Nein, aber ist einer zum Beispiel der einzige, den ich weiß, der Milwaukee Händler ist. Also ganz riesengroß, in Rot, wie man sich das vorstellt, ganz neu gemacht. Ne? Und das natürlich schon, das schlägt das Heimwerkerherz schon höher, wenn du durchgehst. Aber natürlich, das sind schon, also das ist halt, wenn du sagst, ich will einen Pinsel, kann es schon sein, dass dort
einen Pinsel um einen 100er auch kriegst. Nicht? Aber nicht, weil er so teuer ist, aber weil es halt irgendwelche Spezialpinsel ist halt schon eher gedacht auch für die Professionisten. Aber natürlich schon normale Sachen auch, aber halt immer eher das qualitativ hochwertige. Aber das taugt mir deswegen ein wenig den. So, weil Es steht ja auch bei uns, dass es eine Dauer, Trink, Spiel, Sing, und Werbesendung. Sendung ist, nicht? Also passt ja, ne? Alles in Ordnung. Jesus, nein, ich hau mir da das Wasser todesmutig rein. Heute haben wir ja keine Sturmzeit mehr. Nein, Sturmzeit ist vorbei, wobei es gäbe noch einen, aber es ist... Ja, nein, jetzt reicht's. Patrick, warte, ich muss jetzt umschalten. Ich muss schauen, wie das geht. Das ist schon lang her, dass das Patrick Kamerakind unterwegs war. Jawohl. Jawohl. Der Kamerakind Patrick ist aktiv und bitte zum Wein. Halt, warte, Entschuldige, nein, retour, komm her. Setz wieder her. Falsch, das ist die Laptop-Kamera. Oh, hoppala. Warte mal, wieso denn? Da, so, pass auf, gleich haben wir's. Jetzt. Jawohl. Jawohl. Jetzt ist er da, jetzt bitte zum Gehen Weinkühlschrank. wir's an. Einmalig, da schreitet er dahin. Wir haben noch so viele Weine von lieben Freunden und Stiftern, die uns den Wein zukommen haben lassen. Schau dir was an. Vom Fuchs, das ist, glaube ich, ein Wein vom Spaziergang. Jawohl. Den nehmen wir. Sodala. Ein Chardonnay. Chardonnay. Sehr gut. Fuchs, einmalig. Chardonnay 2021 vom Fuchs. 13,5 Volumensprozent, sonst steht nichts drauf. Glaube ich, haben wir aber eh schon einen getrunken davon. Ich glaube schon. Also wir haben auf jeden Fall Sehr schon nett in Fuchsweine Erinnerung, getrunken nämlich. und ich glaube, Chardonnay kann schon dabei gewesen sein. Ja. Sehr gut, Weingut sperrt ja zu, haben wir erfahren. Ja. Vom Spaziergang höchstpersönlich. Danke schön, er macht nichts. Das ist lieber zu viel als zu wenig, weißt du, Patrick? Das ist es so. Und heute erstmals wieder. Wie ist es verhüterlich? Nein, brauchen wir dabei nicht, oder? Brauchen wir nicht, wir trinken nur schnell. Meine Herrschaften, auf die 194. Pavlatschen mit euch gemeinsam. Sehr zum Was Wohle. uns wie immer eine Riesenfreude bereitet, weil sonst hätten wir nur eine Kamera, das war ein bisschen fad. Aber zu wissen, dass ihr dahinter, also nicht hinter der Kamera, aber ihr wisst schon, was ich meine, dass ihr da seid und das macht uns halt eine Gaude. Sehr zum Wohl. Das macht's ja aus. Jawohl. Endlich wieder beim Gläserklang. Da los. Und schon so alt geschmacklich, gell? Der 21er nicht viel. Naja. Ganz sicher. Ja. Das ist gut, aber sehr kalt ist er nicht, gell? Wenn ich doch das Verhüterli holen soll. Was ist mit dem Kühlschrank stehen wieder? Das überlasse ich dir. Du will in den bist der Kühlschrank Wein. Du musst halt immer wieder aufrennen, gell? Weil Steh wieder auf, ist ja. Ach, schaut man ja nicht, weißt du, das ist. das geht schon. Schon mal gleich das Wasser weg. So, wem haben wir da noch? Der Maike ist da. Maike, beste Grüße an Justine, die hoffentlich auch zuschaut. Karin Albertine Priestanek. Christian Gumplinger, grüß dich, einen schönen Abend. Christian, jawohl, servus. Schön, dass du dabei bist. Michael Unger ist da. Dann Roman 69 Murdl. Der Zum Herrn Gumplinger muss ich gleich was sagen. Wir Sag haben was gerade zum vorher Gumplinger. kurz, haben wir ja vorher gewhatsappt jetzt vorher. Schön. Weil morgen werden wir uns ja Zusammenrufen. verständigen und zusammenrufen einmal, ne? Ja? Ich freue mich schon drauf. Ganz große Freude. Christian, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe, ist tatsächlich unser Kontakt jetzt zustande gekommen über TikTok. Ist das richtig? Bin ich da richtig? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Ich glaube über TikTok. So, Raffi, hallo Maike, sagt da. Fritzl Stadtguss, unser Grand Senior, ist auch da. Beste Grüße. Servus. An den ganz guten Abend, die Damen und Herren, der Landtagsstürmer Markus, jawohl. Das ist gefreut mich, wenn du dabei bist. Mike P. ist da. Wo ist denn eigentlich Iglice DC Bubbles? Das ist eine gute Frage. Da war letztes Mal auch nicht dabei, gell? Das letzte Das gehört, oder? Iglice DC Bubbles, ja, war einige. Na, da werden wir gleich nach. wir gehen nachfahren, Ja. Wir ja. gleich nachschauen, was da ist. Die sind alle aus dem Weinviertel Roland und Natascha. Natascha Spierk. Und Grüß euch Grüß Gott, euch küsst die Gott. Hand. Grüß euch Gott. Schön. Der Maber ist da. Fritzl Stadtguss 194. Was ist 194? 194? Zuseher sind es nicht. Die 194. Pavlatschen ist. Ach so, ja. Da wieder vielleicht wiederholt haben. Ach so, das kann sein. Das kann sein. 194 Pavlatsch, ja. Grüezi die Pavlitschi-Starie, sagt die Magdalene Mary Pepperton. Unsere Maggie. Mike P. Hallo Patrick und Klaus, wünschen euch einen schönen Abend und eine angenehme Woche. Liebe Grüße, Mike und Babsi. Dankeschön. Liebe Grüße, Heute auch. Retour.
Markus Bestonek ist auf der Pavlatschen. Jawohl, der Markus. Wie haben wir da? Die hätte es auch da. Schaut, Schweiz ist vertreten. Schweiz ist vertreten. Wenn wir die Momo eben. Unsere Princess of Dawn. Da müsste es eigentlich jetzt immer, weil ich das sage, ja, aber da müsste es eigentlich so ein Orgel, oder machen wir so ein Soundtrack. Was dann? Ja, was das so? Was ein Tierfang. Geht das nur einen böseren Bauer? Böser? Ja. Na, viel besser geht's nicht, weil es ein Schrammel am Morgen. Ja, stimmt. Ja, das ist gut. Und jetzt nochmal. Ich begrüße Momo M, the Princess of Dawn. Jawohl, einmalig. Genau so. Schau der Mike, was sagt er? Am 13.10. sind wir bei euch mit Freunden mit dem Rüssenkeller. Was? Wie wir bei euch mit Freunden mit dem Rüssenkeller waren. Ihnen hat die Musik so gut gefallen und vor allem das Lied Gleichgewicht. Das gefällt mir. Wieder eine Wiederholung im Jahr 24, wenn alle wieder Zeit haben. Das gefällt mir besonders. Ganz liebe Grüße an eure Freunde. Es war ja ein großartiger Abend da, muss ich sagen. Sehr gut gefallen. Ich bin sogar Handbuch dort. Von Ferdinand Scherdinger. Wundervolle Primetime an alle Hörer und vor allem an die fleißigen Musiker. Großartig. Jawohl, gerade habe ich Perfekt. also, und jetzt lesen schon. Ferdinand Scherdinger, wobei er nicht der Ferdinand, sondern seine Gemahlin, sagt man Gemahlin oder Lebensgefährtin, Gemahlin, glaube ich, gell? Oder von der Frau Scherdinger. hat uns Zufälle angeführt, das war ganz besonders. Zufälligerweise. Ja, wie man es nimmt, nicht? Schau, der Landesstrom. Bevor es vergessen wird, Schmatt ist bei Bebel unterwegs. Ja, Leibwand, Markus, danke. Wir haben ja noch gar nichts gespielt erst. Du bist sofort Trink mal einen Schluck, natürlich, selbstverständlich. Jawohl. Sehr zum Wohle. Brüssel kein schöner Gläserklang zu sein. Ich glaube, ich bin weit hinten. Ich muss jetzt ein bisschen schneller durch. Ich bin zu weit hinten. Nein, eh nicht. Nicht so arg. Rudi Korbes schickt auch schöne Grüße. Na gut, ich würde sagen, dann spielen wir mal was, dass das Schmatte sich auch. Der Raffi schreibt, Was schreibt der Raffi? gibt es elektronische Störung wegen für Verspätung oder was? Nein, wir haben ja keine Ja, Störung. bei uns- Bei uns funktioniert alles einwandfrei. Dabei schaut es Schaut gut aus. alles gut aus, glaube ich. Und scheinbar auch bei der gesamten Papatschisterie, aber kann ja nicht vereinzelt, was die kann ja immer sowas sein. Ne? Na gut. Die musst du. Was reißen wir? Also doch, du fangst schon das Nein, ich war erst Also ich war noch in der Wurdelphase. Na, da Wurzelseite wieder. Ja. Aber wie? Wenn ich mich gern heim zu dir und meine Haberei. Dran jede Nacht von dir und von meinem Bier im Stammlokal. Stehen da alten Beisel noch, die gingen mir so, wie an der Wolkenkratzer da, du. Ich bin schon ganz parterre, in San Francisco hast das da nie. Find da kein Hocken mehr, haben so im Brot einen Luftballon geblasen her zu mir, dass ich was hab von dir wär. Schabadaba.
heim von da, schau da drüben ab, ich puzzle so an. Kennt ich nur heim von da weg. Yes, that's yes. Fangt doch gleich wieder an. Fangt doch gleich wieder an. Sowas von Ah, wild. Alter. Sowas wild. Ich muss sofort einen Schluck um. Einen Schluck, nur einen Schluck. Sehr zum Wohle. Wenn ein paar Fuchs noch. Also, Na, kann man gleich husten. schön. Sehr zum Wohle auf euch, meine Lieben. Prost, Prost. Achtel von einer, danke schön. Und ja, war ein kleiner Schwung vor der Start. Machen wir was? Noch was Schwungvolles oder gehen wir ein bisschen in die, Was tust in die sanftere Richtung? Sag was an. Das haben wir schon länger gespielt. Machen wir ein Liebeslied. Was für eins? Ein schönes, von dir geschriebenes, das mir sehr gut gefällt. Der Wirklich? Versuch eines Liebesliedes. Der Versuch. Der Versuch eines Liebesliedes. Schau, oder was? Schaut nicht. Schau nicht vor. Können wir machen. Was soll ich sagen? Gefällt dir leicht die blaue Tinte nicht, oder was? Das ist auch sehr schön. Ja. Das ich will nichts gesagt haben. Wie der Wiener umgeht mit Nix hab ich Komplimenten. Ne? Weißt du, was mir so gut gefällt? Das ist ein Lied von dir, was du geschrieben hast. Da gefällt dir die anderen nicht, oder was? Weißt du nicht, ob sie sich gefällt? Typisch. Ja, das ist auch. Das ist irgendwie. Man freut sich eh, nicht? Aber Man freut sich, aber gleichzeitig man denkt man sagt's sich, halt was nicht, ist mit so. ihm, ne? Na bitteschön, in G einmal. Ne? G ist das, ja. Ich war beim Läusel, war ich jetzt da beim Läusel. Ah, okay, ja. Mit dem falschen Ding, ja. Bitteschön, noch einmal, ja. Der? Liebe Knefrau, schau, sie werden ja immer schöner und schöner. Liebe Knefrau, ich kann nur sagen, wow, ich könnt mit dir tanzig weinen. Ihr Gang ist federleicht wie bei einer Gazelle, die Haare, die glänzen schöner als die edelsten Felle. Sie wirken so gefährlich, als wie ein Panther, aber noch um einiges rasanter. Liebe Knefrau, schau, sie werden ja immer schöner und schöner. Liebe Knefrau, ich kann nur sagen, boah, ihr könnt mit direkt tanzig weinen. Sie sind so wie ein Schmetterling, so farbig und leicht. Ihre Augenfarbe ist selbst vom Kotzen unerreicht. Kein Löwen ist so stark, kein Pfau so schön wie sie. Nur eins zwingt mich leider in die Knie. Ich hab eine Viecherallergie. Hapschi! Kann ich da nur sagen. Ja. Ja, lass ihn noch um, Lass ihn lass ihn gleich um. Schau, Christian Koplinger, bravo, sagt er. Ja, die Zürcher gehen wenig Trinkgeld, können in Bergen nicht Auto fahren. Ich habe oft in GR, Gemeinderat oder was, geschafft, aber auch Berner Oberland. Im Berner Oberland haben wir schon gespielt. Haben wir schon gespielt. Wunderbar war das. Ja. Und zwar bei den Hornussern. Ja, bei den Hornüssen. Das ein richtiges Dorfwirtshaus oben. Ein Traum, ein Wahnsinn. Das war echt Furchten nicht- habe ich mich wieder rein. Ja, was heißt? Bist du deppert? Am Anfang. Bist du deppert? Hat sich herausgestellt, das sind lauter liebe Kerl gewesen. Wir waren über Freunde in der Schweiz, in Bern haben wir gespielt, in einer so einer Kleinkunstbühne. Im Ono hat das geheißen, oder heißt es noch der immer Altstadt von in der Bern, Altstadt St. von Köller. Bern. Ja, so eine klassische Köllerbühne, so eine ja. Köllerbühne. Voll, also es war leibend, war ganz großartig. Und weil wir im draußen waren, hat er gesagt, du pass auf, wenn es eh schon bei uns ist, da können wir uns ja noch was ausmachen. Ne? Da haben wir noch Geburtstagsfeier gespielt. Und dann Genau, das war eigentlich der Anlass, Der glaube ich. Anlass, Da war der Geburtstag von einem anderen Freund wieder. Ja. Und dann haben die gesagt, wir haben euch noch was an Gig aufgestellt, in einem Wirtshaus. Ne? Und gesagt, ja, leibend. Und wir sind dort hingefahren, in den Berg rauf, gell? Ich sag, was weit weg von der Stadt. Ganz weit weg. Dort schon. ganz allein stehend ein Riesenwirtshaus. Drinnen so dieses Hornussen, das ist so ein Lauter so Leute wie Nationalspiel. und wir zwei, nicht? Ja, nur ein bisschen größer, ein bisschen fester. Und dort hast kein Wort verstanden. Die haben geredet, das ist ja wirklich gigantisch. Und ich sage, na Alter, das ist wieder was spannend. Dann schauen wir mal, was passiert. Und dort sind wir von Tisch zu Tisch gegangen, sogar.
Also So wir sind ja nicht von hoch, Tisch zu ja, Tisch aber- gegangen, aber ja. wir haben uns halt so einen Tisch gesetzt, haben dort bei Lieder gestanden, sind wir zu einem anderen Tisch und so. Und auf jeden Fall hat sich das dann dort als sehr leibend erwiesen. Absolut. Wir waren Exoten. Also das war, wenn es dort, weiß ich nicht, eine tibetanische Tänzergruppe einstößt, war das nicht weniger exotisch gewesen als wir, glaube ich. Wobei es hat sich dann schon herausgestellt, also man hat schon gewisse Anknüpfungspunkte Ja. gefunden. Nicht? Also das war schon. Besonders der Wein, beim Wein haben sie auch getrunken. Nicht? Also, Wein war kein Thema. Und auf jeden Fall weiß ich noch, wie wir dann so die Instrumente weggelegt haben, Pause halt gemacht haben, sagt eben da unser Freund, der uns drin gebracht hat, wisst ihr, dass ihr jetzt 3 Stunden gespielt habt, ohne Pause? Ich so, echt? wirklich wahr? Also es war wirklich leibend. Ja. War wirklich leibend und eine schöne Erinnerung. Das war in Bern oben, ich weiß nicht wo Ich weiß das war, nicht, keine ja. Ahnung. Das war verschüttet, das war irgendwo, da ist wirklich auch Straßen durch die Berge hingegangen und das war's. Also Ja. da ist man hingefahren, da ist man nicht vorbeigefahren, Nein, da ist man definitiv hingefahren. Ja. Naja, Definitiv nicht. Ja. war leibend, muss ich sagen. Das dazu. Schönes Erlebnis, ja. Absolut. Überhaupt in der Schweiz, das schöne Erlebnisse dort gehabt. Auf jeden Fall. Generell, ja. Auf jeden Fall. Fast ausschließlich nur. Also, ich wüsste jetzt nichts Negatives. Negative Erfahrung? Gar nichts. Gar nichts. No? Ich wüsste jetzt nichts. Ja, das ist ja nicht schlecht. Nicht? Schau, dann in Schlügel unsere Prinzip. Prinzip besser. So, Prinzip ist sorry für die Verspätung, musste meine Autoren wieder fertigstellen und abschicken. Schönen Abend zusammen. Bravo. Sehr was gut. Schreibst du was ist? Gib Na, laut, na. Daniela, gib laut. Her damit. Meine Autoren wieder. Oder hast du nicht irgendwas gesagt oder mitschreiben, irgendwas tust? Oder vertue ich mich? Ja, aber das war interessant, das war leibend. Bravo Daniela und wir freuen uns also, dass du da bist. Und ich meine, die Principessa muss ich nicht für eine Verspätung entschuldigen, sondern wenn die Principessa kommt, ist es genau richtig. Dann ist der Zeitpunkt der richtige Punkt. So ist es. Aus. So ist es. Ich meine, der einzige Fehler vielleicht ist, dass wir zu früh angefangen haben. Nicht? Aber nicht, dass die Principessa zu spät ist. Das sicher nicht. So, schaut aber so. Ich sag's nochmal, das Lied ist zu kurz. Ja, bravo, Maggie. Ja, aber die kurzen sind nicht länger, aber es hilft nichts. Da kannst du nichts machen einfach. Schau, der Peter Brachtler Hornussen, jawohl. Ja, das Hornuss, das ist ein Schweizer, also nicht einmal Schweiz, ein Berner Nationalsport, glaube ich. Ich glaube. Das ist gar nicht einmal in der Schweiz so vertreten. Und die kann ich jetzt auch nicht erklären, wie es geht. Aber das waren dort Leute, die sind im Trainingsanzug dort gewesen. Nicht alle Teile. Aber ja, das war schon mächtig, War sehr leibend. Susanne Faber hat die Achtel rein, grüß dich gut. So, und jetzt? Was spielen wir jetzt? Ha, ich habe eine Idee. Entschuldigung. Land die zu. Ich lande mit zu. Eine ganz alte Hitten, verdeckt von der Sonne, ein Pflaster der Gossen, dort bin ich geboren. Im Hinterhof da steht verlassener Baum, nicht ein Fleckerl, ein grünes, nur Steiner und Land. Dort haben wir als kleines Kind gelebt, dort war ich daheim. Der Hausflur und düster die Gegend, das Mätter, das prickelt schon auf und die Wind. Am Gang die Basine, das Klosett geht daneben, ein kleines Zimmer, ein Strohsack, tut's an mir Kinder gehen. Und dass wir damals glücklich waren, kann kein Mensch verstehen. Zu der alten Hitten zieht's mich manchmal hin. Dort weiß ich dann, dass ich ein Fremder dort bin. Ich denk zurück
Jahrzehnte und da wird mir klar, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war, dass trotz Armut meine Kinderzeit so wunderschön war. Bravo, weiter. Rudi Korbescheit, eins von meinen Lieblingslieder. Schöne Nummer. Wunderschöne Nummer. Ganz eine Klasse. Finde ja. Und das ist halt auch irgendwie, weil, ich weiß nicht, war das in letzter Zeit oder ist irgendwann mal so diskutiert? Nein, genau, also nicht diskutiert, aber halt Gespräche geführt per so Messenger-Geschichten halt. Ne? Und da ist gegangen eben auch, was wir schon oft angesprochen haben, das Gesturl bei der Musik, nicht? Und immer so Hetz. Und dass das schon eigentlich fehlt fast schon ein bisschen, oft so bei Unterhaltungsmusik, dass dazwischen einfach was Ruhiges, was Schönes. Ja. Weißt du, was ist. Generell fällt mir das ganz stark auf in der Bierzeltmusik oder in der Schlagermusik. Ja gut, ja. Dass fast alles nur mehr auf Vollbauer geht, 120%. Und das, also so Balladen oder was immer weniger wird. Naja, das hat bei den einzelnen Konzerten hast du das, aber bei dieser also was weiß ich, als so wie bei, ich weiß ja nicht, da habe schon ewig wie heißt die Musikanten gibt es ja nicht mehr, aber so Florian Silbereisen oder was weiß ich, was da es gibt. Da gibt schon wieder Balladen auch dazwischen zum Beispiel. Es gibt schon, ich meine, das habe ich ewig nicht gesehen, aber bei diesen Zusammengeschnittenen oder bei diesen Mutter, da hast du dann eher immer gestorben und Bierzeit sowieso. Und die ganze Zeit, die Hände, die gerne mal was trinken, wie man die Hände daher. Ganz kurz, war es dazwischen noch so ein, zwei Nummern langsam ja auch mal schön, ne? Das passt ja gut. Ja. Das passt gut. War leibend, ja. Schau, Daniela Stögel. Es werden nächstes Jahr meine ersten beiden Kurzgeschichten veröffentlicht. Der Wahnsinn. Naja, Na, das pass auf. Liebe Freunde, werte Pavlachistingers, das ist es wert, eine Orgie an rote Achteln für unsere Principessa auszuhauen. Haut's eine rote Achtel für die Daniela, für die ersten beiden Kurzgeschichten nächstes Jahr. Eine Weltklasse. Gratulation im Vorfeld. Da freue ich mich natürlich besonders drauf. Und die Community, wie wir das jetzt modern auch sagen können, die wird das jetzt original, energetisch vollkommen noch einen Booster geben durch die roten Achteln. Jawohl. Einmalig. Ja, schau, Landesströmer sagt auch Glückwunsch. Matthias Gerold sagt, Daumen hoch, nicht vergessen. Das ist ein guter Tipp. Ja. Schau, die Hette sagt schon. Principessa, gibt's da mal eine Autorenlesung in der Pavlacci? Ja, sicher. Das ist sicher. So eine anmutige Melodie, aber wieder zu kurz, ne? Maggie? Naja, aber das sind die 3 Strophen. Ich glaube, länger dürfen es gar nicht sein. Dann kommt schon wieder fast ein bisschen Ding. Geht schon Fahrt werden. Ja. Also Fahrt nicht, aber oh ja, Zahnrad. Dann zahlt sie vielleicht. Warte mal, schau. Die erste ist Jenseits von Jugendfrei. Diese wird in einer Erotik-Anthologie veröffentlicht. Die zweite ist Würde gehen, ist etwas lang, müsste man kürzen. Nichts da. Dann ist na, was heißt die? Wir sind jugendfrei. Also, wir Nicht haben keine jugendfrei. Jugend. Wir sagen, wir haben keine Jugend. Was Wir ist sind da dabei? jugendfrei. Wir können alles bringen. Sicher. Sicher. Na, aber, hallo. Na, Weltklasse. Aber vielleicht schauen wir vorher rein. Nein, ich brauche nicht reinschauen. Ich vertraue der Daniela völlig. Also, in einer Erotik-Anthologie. Das aber was es gibt, das ist Weltklasse. Das ist Weltklasse. Schaut da vorne schon die Achtleine für unsere Principessa. Ja, das ist schön und so gehört sich das. Jawohl. Jawohl. Ein Genau. Schluckerl Wein nehmen. Nimm mal einen Schluck Wein. Die Principessa, ein Schluckerl. Ich glaube, du musst. Auf die Principessa. Jawohl. Jetzt ist es soweit. Musst schon aufhupfen. Ich muss mich schon mal in Wasser über Wasser halten. Ich bin ja sportlich in der Zwischenzeit, Gott sei Dank. Ne? Was bist? Sportlich, habe ich gesagt. Ja. Seit ich unter die Radlfahrer gegangen bin, weißt du, tun mir die Beine weh. Ja. Du hast lauter Stromschläge, gell, weil Elektroradl ist. Eines meiner neuen Lieblingslieder. Könnt ihr auch Herrgott gibt dem Vater einen Urlaub? Natascha Sperk. Nein,
Kenne ich? Kenn ich von meinem Lehrer, von den Herrn Neuserburm, die haben das aufgenommen. Wie war? Ist von Kurt Zwab. Der Von Kirchert Dieter hat das Krager gesungen kenn ich oft, gell? Der Kirchert hat es oft gesungen. Oder? Nein, der Kurt hat es nicht gesungen. Nein, der Rudi Koschelo. Rudi Kuschel hat es auch gesungen. Ja. Gib den Von Kurt Zwab. an. Wir haben ihre genommen, wir zwei. So irgendwie, ja. Nein, kann ich leider nicht. Leider nicht, aber. Was gefreut mich? Ich meine, ist es jetzt lieber das Lied von einer Natascha oder vom Roland? Weil, ich meine, beide schauen zu und es ist ein Account. Ne? Und dann weiß man nicht, wer schreibt. Ne? Schau, Daniel, Kinder, habt ihr keine Ahnung. Na gut, Daniela, dann werden wir das vielleicht im Vorfeld einmal anschauen. Dann werden wir eine Ahnung haben. Dann werden wir Ahnung haben. Dann werden wir Ahnung Ganz haben. einfach. Ja, die Eti sagt schon spannend. Ja. Wir müssen nur das Gerät wechseln, weil wir Kindertaxi spielen müssen. Ludwig saß einmalig, aber das geht ja. Geht ja alles technisch einwandfrei. Kindertaxi ist gut, die Kinder sind sehr groß, aber sie sind trotzdem Kinder, ja. Naja, sie müssen geführt werden. Ne? Ja. Schau, so wie der Patrick mich oft führt. Ne? Das ist ja, ich bin ja auch kein Kind mehr, aber er ist ja auch eine Art Kindertaxi dann oft. Also hin zum Auftritt ist er quasi ein professioneller Chauffeur. Beim Heimfahren ist er Kindertaxi. Ne? Da bringt er den kleinen Depperten an. Ne? So ein Blödsinn. Na ja, was? Na, machen wir schon. Ja. Manchmal schon. Manchmal. Ja, so, Aber sehr selten. ja. Na, wirklich auch so bin ich eigentlich nicht. Nein. Wirklich auch so bin ich. Nein. Aber so ein bisschen ein Zungenschlag, das kann schon mal vorkommen. Aber auch selten. Sehr selten. Naja, und das ist dann eher nach dem Spielen, wenn es sich ergibt, wenn viel Leute sind. Die Und Müdigkeit dann hat man noch dann auch dazu. Das ist oft was. Das ist oft was, ja. Das ist oft. Hast du noch eine Idee? Du hast ja einen guten Lauf. Einen guten Lauf habe ich heute. Hast du einen guten Lauf? Ich spiele aber lauter so langsam wie Nummer heute. Wir fallen lauter solche Sachen heute. Ja, ist auch. Es ist kein Wunder, dass wir heute beieinander sitzen dann. In dem Lokal, da kommen lauter echte Wiener zusammen. Nicht solche Schwammerlbrocker, die zum Herigen wandern dann. Laut umeinander blähen und gar kein Gefühl für die Musik haben. Für solche Leute, da haben wir da bei uns keinen Platz. Da gilt für alle Zeiten nur der eine Satz. Jeder, der glaubt, ein Werner zu sein, der aufhaut und schreit, die Welt, die kehrt ein, dem sag ich ganz leise, mach die nicht so grad, tu die Liebe ducken und sei ja schön statt. Sie ist schuld, dass die Welt so modern und so laut, jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage euch, das geht mir nicht ein. Ja, der kann doch kein Werner sein. Sie ist schuld, dass die Welt so modern und so lang, jeder auf sich und kein anderen mehr schaut. Ich bitte, ich frage, das geht mir nicht ein.
Ja, der kann doch kein Werner sein. So eine Nummer. Aber die Nummer, Stimmenversagen leider. Ja, das Meinerseits, ist, aber doch, das ist noch immer die Nachwirkung. ich war nicht wirklich krank, ich war nicht wirklich gesund und das zahlt sich, ist aber schon viel besser. Aber es ist wirklich, ist nicht so, dass ich jetzt ein Problem mit habe, sondern auf einmal, ja, ist ja so, was soll man machen, soll man warnen deswegen? Nein! Ein Schluckerl trinken. So schaut's aus. Leben. Na, was denn? Auf die Gesundheit. Quasi ist es so ein Leben. Genau. Nicht? So, da ist ja Philipp Zach, verspätetes Grüß euch, Philipp Zach ist da. Servus. Ist in sein Haus, wie wir so sagen. Jawohl. Wenn's Jugendfress heißt, wie die Rupfendudel, Rudi Korbe ist ja wohl. Nein, das können wir nicht spielen, Wisst ihr? Unsere alte Rupfendudel. Bin schon da. Unsere alte Rupfendudel frisst auf die Nacht eine Weizenudel, legt sie auf die Ofenbank und sagt, sie ist von Nudeln krank. Du brauchst nicht krank sein, schmier das Loch mit Brandwein, schmier das Loch mit Pfefferkern, es wird schon wieder besser werden. Wann das dann nicht besser wird das Loch mit Saffe geschmiert. Da wirst schauen, wird Nudeln rollen, weil's beim Liter lassen wollen. Dirndl brauchst nicht krank sein, schmier das Loch mit Brandwein, schmier das Loch mit Pfefferkern, es wird schon wieder besser werden. Völlig Das harmlos. ist vollkommen anders. Eigentlich, du hast gar nichts dabei. Ist gar nichts dabei. Genauso wird das bei der Geschichte sein. So ja mal. So ja mal. Ja? Ah, Wahnsinn. Schau, Sabine Saas, sind wieder dabei. Einmalig gerätemäßig. Aber so muss es funktionieren. So muss es, das sind echte Pavlachistingers. So muss das funktionieren. Zack, da abbrechen, sofort umsteigen, dort hin, wo man hin muss. Wo man hin muss und geht schon. Mobile Device. Siehst du es? Man, du meine. Aber der in die Fahrer Städte- sollte nicht schauen, ne, während der Fahrt vielleicht. Ja, das war von Meine nur so. Also, aber nur so ein Nebenbei-Tipp. Also. Das war schon gut. Ja. Peter Brachtl, so schön, wie heißt das genau? Jetzt müssen die wissen, welches. Das letzte Lied, also jetzt das vorher. Das war die Rupfendudel. Nein, was weiß denn die Welt? Nein, das können wir aber auch machen. Nein, wie heißt es? Es ist kein Es ist Wunder. kein Wunder. Heißt, es ist vom Hodener Karl, oder? Ist es von Walter Brosch Walter Brosch. und Karl Hodener, ja. Ja. Es ist kein Wunder, so das Es kannst. ist kein Wunder, ja. Jetzt können wir machen, was habe ich gesagt? Mit Untertitel, dass wir heute beieinander sitzen. Richtig, damit man weiß, um was es geht. Wunderschönes Lied, sagt dieser Anne Moser auch. Dank der Schee. Wenn er wichtig Rudi Korbe sind die Achtleine. Weit geht, Namen, weit geht. Jawohl. geht. Siehst du, wir haben schon lange das Vogel auch nicht gespielt eigentlich. Wie gesagt, machen Müssen wir wir mal müssen zusammen sofort machen. das Vogel machen eigentlich, ja. Also, vielleicht über zu Wien, schau noch. Das Vogel machen wir. Euer Text ist harmlos. Ich kann mir das Original vorstellen. Dass das im Vergleich zu deiner Kurzgeschichte in der erotischen Anthologie. Wobei, die Daniela kennt vielleicht nicht den Fudorschmarsch. Also, das ist Hörst auf jetzt da. Sag einmal. Kommen die zwei noch auf die Sendung? Welche meinst du drauf? Der Dennis Schlegel mit Max? Das werden wir wahrscheinlich so machen, ja. Die Wieden, jawohl. So, was haben wir jetzt gesagt? machen wir das Vogel am Bahn. Ja, Weil wir es wirklich für die gemacht Weit haben. geht. Und für natürlich Sani Sani und und Mutzi. Mutzi. Und was haben wir dann gesagt? Was war's denn die Welt? Was war's denn die Welt? Ist wieder zum Singen ein bisschen hagelig heute. Das macht ja nichts. Da stehen wir drüber, da Ich stehen hau wir. mir da einen Schluck rein Stehen wir und drüber. dann singe ich wie ein Lercherl. Der Wiener würde ergänzen, Schaß. Ne? Dann singe ich wie ein Lercherl. Schaß. So aus dem Bord raus. So. Ja, Schaß. Ja. Susanne Faber, Heiselfrau, die Heiselfrau kommt heute. Aber heute hat der Patrick die steirische mit. Machen wir das Original. Heute machen wir wieder im Original die Heiselfrau. Das ist der Plan. Also ab jetzt. Ab jetzt. Früher haben wir keinen Plan gehabt, aber jetzt schon. So, also. Na, Was hat er? na.
Jazzhauerl. Das ist, wir kriegen nur Probleme, wenn man das nicht Das ist richtig. Ich habe kein Jazzhauerl da. Ja, wenn das checken. Ich habe kein Jazzhauerl da, es ist furchtbar. Vor allem, es ist besser, wenn man vielleicht keins aufsetzt. Es ist warm da herinnen als wir. Nicht? Aber in ein paar Wochen, wenn wir dann jetzt sitzen, werden wir froh sein, wenn wir es wieder aufhaben wahrscheinlich. Vielleicht sogar nächste Woche schon. He? Ja. Weil da sind wir ja, nächste Woche sind wir in der Klaus. Nein, da wird auch gekatzt sein, glaube ich. Ja, der Brennholz hat er ja schon brav gemacht. Also am ersten Mal. Schon hin. Welches willst du? Na, das ist mir lieber. Brennholz habe ich schon da gemacht. Na gut, jetzt habe ich Terrassendach gestrichen. Ich mache ein Terrassendach. So wird es gestrichen. Das wird am Wochenende. Wahrscheinlich wird es schon stehen bis zur nächsten Pavlatschen. Das ist mir zu groß. Das macht ja nichts. Schau beide aus. Wir schauen beide aus wie Volltalben. Du schaust fast wie der Oberrabbiner. Wirklich? Ist leibend, das gefällt mir. Wie Rabbiner? Nein. Der Rhein-Eisenberg fast. Nein, das ist ja eher. Ja, wirklich. Das ist eher muslimisch, Das war oder? jetzt ein War das Kompliment. eher, oder? Ja, von der Vorher, ja. Eigentlich schon. Ja. Alhamdulillah. Das gefällt mir aber. Der Fleisch ist er, Fleisch. Habe ich oft aufgehabt. Ich schaue aus wie ein Volltrottel. Naja, aber das ist, Patrick, das hat mit dem Hirn nichts zu tun. Schau, du darfst dann in Hut kein Schuld geben. Das hat mit dem, aber wichtig ist, Jazz Kapperl. So spielen wir schnell in die Schweiz da drunter. Ja, geht schon alles an. Das schnell haben wir gesagt. Ne? Geht schon. Ich sitz auf der Wiesen, ein Großhalm im Meer. Die Bock sind zerrissen, ich find nix dabei. Ein Schmetterling fliegt mir und Nasen herum. Ein Fink frisst ein Fliegen, aber ich pfeife nicht drum. An die Arbeit denk ich nicht einmal mehr im Traum. Ich fühl mich so frei wie ein Vogel am Baum. Kommt der schönste Erdl am Waldweg daher, ja da spring ich verfreit, weil was brauch ich schon mehr? Zwei Egeln schauen fest in die meinen hinein, und sagten, sie möchte deinige sein. Aber noch ein paar Busseln, sag ich, geh ich heim, ich bin aber frei wie ein Vogel am Baum. So Papageno, du kennst das Prozedere, lass es zwitschern. Tages der Winter vor mir, sagt ja, sie du gar geh her da zu mir. Da mach ich noch einmal die Augen fest zu, sich wieder vor mir die schöne Natur, denn draußen im Grünen, da war ich daheim, da hab ich mich gefühlt wie ein Vogel am Baum. Herrlich, gratuliere, Herr Kollege. Wahnsinn, so jetzt kann man das Jazzhauer wieder auf. Jazzhauer Abnahme, Jazzhauer Abnahme. Jawohl. Jazzhauer sauber. Schau, Ingrid Chef ist da. Ingrid, jawohl, servus, grüß dich Gott. Habe ich die Ehre. Schön, dass du dabei bist. Gut schaut's aus. Sagst du, na ja, klar. Das ist, also klar ist nicht, aber wir freuen uns. Die Achteln fallen auch herein. Ich hab einen Schluck Wasser nehmen zwischendurch. Schaut eine Stelle. Apropos, wisst ihr schon, ob die 32. Sendung am Samstag macht oder eh nicht? Naja, das, Wir beraten das nächste Woche, der Klaus und ich haben wir beschlossen. Also, aber ich die sage einmal, Tendenz ist, nehmt euch nichts vor. nehmt sich am Samstag auch nichts vor. Ne?
Und Montag gibt es sowieso ein paar Latschen, nicht? Ja, Montag fällt ja eh nicht Ja, aus. Das fällt ist, aber nicht es könnte sein, dass Könnte sein, dass der Termin für die 200. Pavlatsch aus heutiger Sicht dann tatsächlich dann schon die 201. ist, weil am Samstag davor die 200. ist. Aber das wird sich diese Woche, werden wir das fix machen. Und natürlich die ersten, bei denen wir melden, wirst du sein, lieber Daniela, weil ja, das können wir schon so weit sagen. Das können wir schon so weit Der Plan ist, dass wir aus Steyr wieder die Brentsche besser mitsamt dem Max. ja, aber da haben wir gar keinen Titel, gell? Nein, Das ist hat die er Brentsche besser und der ist der Maxl. Das ist der Herr Prinzip besser, nicht? Der Herr Brentsche besser. Klassisch, nicht? Der Herr Prinzip besser, der Herr Prinzip besser, jawohl, dass dabei sind. Ganz klassisch. Weil ein Hetz. So, und auch mit dem Herrn Acker werden wir auch noch Sind wir reden auch müssen. noch in Verbindung? Ja, Also- ja. Wie wir das kameratechnisch machen, natürlich. Keine Ahnung. Da haben wir den aber Herrn Acker, ja, nicht? für das haben wir genau, für das haben wir ja das Ackerl. Bei der Gelegenheit, wir brauchen ein Geld. Leon, wir brauchen ein Geld. Das Equipment kostet. Nur für Blödsinn, wir haben nichts vor, was irgendwie einen Sinn hat. Nur für Blödsinn, aber abgesehen davon, wir würden uns sehr freuen. Das hat schon Sinn. Naja, manches hat einen Sinn, theoretisch. Das meiste, was wir im Schädel haben, ist ein Blödsinn. Muss man auch ehrlich sagen, aber Schlecht. nichtsdestotrotz leibend. Aber unabhängig davon natürlich, was erfuhren wir oder nicht, für die Musik hat es uns eine Anschmatte. Es ist ein Opulus in den Hut, der herumgereicht wird, natürlich nur virtuell. Es war ganz interessant, jetzt ein Gespräch gehabt mit einer Dame, die. Was war denn das? Das ist ja wurscht. Das, Mit dir spricht eine Dame? Ja, mich auch gewundert. Nein, aber. Kennen wir eine, die mit dir spricht, eine Dame ist eine Frau, aber. Ja, Dame. nein, es gibt schon. Also, Gibt schon, ja, gibt schon welche. Durchaus. Glaube ich schon, ja. Nein, also auf jeden Fall, nein, da haben wir so geredet. Also war nicht nur sie, sondern waren mehrere und sie nimmt da. Ja, genau. Es ist gegangen um Dienstleistungen, also zum Beispiel speziell in ihrem Fall war das, wie sagt man das am besten? Wie sagt man das, so spirituelle oder was so. Ja, Esoterik, das ist immer so, jetzt mag ich nicht den Begriff, also Ja, aber so die war nicht- schon weit drüber über der Ja, Geschichte. schon, ja, Also so Beratung, spirituelle Beratung, sagen wir jetzt, ist ja wurscht, so Dienstleistungen, weißt du, irgendwie so mehr oder weniger Coaching, also die macht halt so Sachen, nicht? So Astrologie und so verschiedene Sachen. Und auf jeden Fall haben wir da eben so plaudert und da ist es gegangen um Geld, nicht? Also Dienstleistung Geld, nicht? Weil sie sagt, nein, sie hat ihm da, was weiß ich, also, da wird ein Buch geschrieben, nicht? Und bei dem Signieren, und da hat sie dann auch mit Hand auflegen und so weiter, nicht? Und hat es mitunter hat sie es dann gemacht, bei manchen einfach beim Unterschreiben vom Buch, nicht? Bei der Signierung. Und hat also dann gesagt, dass ihre Heilenergie quasi da abgeht. Und sagt, das natürlich, das hat sie gemacht, freiwillig. Man muss ja nicht für alles immer ein Geld was verlangen. genau ist es. Und da hat sie aber eben gesagt, auch, da gebe ich da vollkommen recht, dass es eben nicht beschämend ist oder so, sondern ich sage, ich kann dir was anbieten und ich verlange dafür Geld. Nicht? Also, weil wenn ich zu einer Astrologin will, dann gehe ich halt dorthin. Nicht? Wenn ich nicht will, muss ich nicht hingehen, brauche ich ja nichts zahlen. Nicht? Genau, so ist Aber es. wenn ich die frage, und das ist ja wurscht, ob das jetzt eine Physiotherapeutin ist oder eine Ärztin, und die verlangen ja auch alle Das Geld. Nicht? verlangt auch Geld. Und der hat gesagt, das Ding. Und dann hat ihm ein anderer gesagt, naja, das war ja, weißt du, wie es halt oft so im Esoterisch oder in diesen Bereichen oft ist, ja, als Energieausgleich. Ne? Und das hat mir taugt, weil der gesagt hat, nein, das ist kein Energieausgleich, sondern ich gebe dir was. Du gibst mir was. Und ja, nein, aber nicht im Sinne von Ausgleich, sondern ich Gibst mir was. gebe dir was und du gibst mir was. Weil sonst gebe ich das nicht. Gib mir das nicht. Ja, ist ja nicht einmal was verwerflich. Nein, überhaupt nicht. Das ist eine ganze Überhaupt nicht. Wirtschaftsrente, ist ja so. Nicht? Aber irgendwie war das so nicht bei. Und dann haben wir gedacht, also in der Musik, wie ist das eigentlich bei uns? Weil schon, man jetzt ja schon lange nicht mehr so, aber früher war es schon so oft, geh, bist eingeladen, geh, nimmst du die Gitarre mit. Ne? Sag ich nein. Na, heute sage ich nein. Also früher war es, Früher haben's- da haben wir es ja auch noch nebenberuflich. Ja. Aber heute sage ich nein, Entschuldigung, das ist mein Job. Ich sag immer dann drauf, jetzt fragst du, wenn dein Bruder oder dein Cousin Installateur ist, wenn der kommt, geh, nimmst du den Werkzeugkoffer mit, geh, machst mir geschwind die neue nächste Leitung hinten beim Eisel am WC, meine ich. Ja, genau. Oder als Fliesenleger sagt er, geh, den 1 Quadratmeter, den haben wir ja gleich gelegt, nicht? Geh.
Morgen habe ich Geburtstagsfeier, weißt du? Ja. Okay, machen wir das gar nicht. Oder bei einem Arzt, nicht? Sag ich es auch nicht. Ne? Kommst du mit, weil ich mit dir gerne über Krankheiten Ich hätte die ganze Zeit über Krankheit reden. Das geht ja nicht. Wenn ich Das mit macht die man. Freunde die Ärzte trifft, rede ich lieber über Wein und sonstige Ja, Dinge sonst- mit ihnen. Nicht? Nein, aber es war spannend. Und da habe ich Sonstigen gesagt, Blödsinn. das ist bei uns auch so. Und dann irgendwann hat es dann schon so gegeben, so manchmal, selten, aber dann irgendwie so ein Vor. Ja. Na, die kommen ja nur mehr, wenn es deiner Zahl ist. Ne? Da habe ich gedacht, Alter, ja, warum soll ich sonst kommen? Du kommst ja zu mir auch nicht was tun, wenn ich sage, ich rufe dich an, erst die Bauer wem. Ich meine, bei engen Freunden, nur enge Freunde, die sagen von sich aus, du sagst dann erst, Alter, sicher nicht. Sicher Ja. nicht. Ich verlange nichts von dir. Aber die sagen von sich aus, du nimmst das. Ne? Das sind die guten Freunde. Und andere, aber es waren teilweise schon so Ja. Aussagen manchmal da. Nach Ja, die kommen nur mehr meiner was Familie, aus viel ne? Handwerker in meiner Ex-Schwiegerfamilie habe, da gibt es einen Familienpreis. Und wird auch zahlt. Ich meine, wenn da einer was arbeiten kommt und installiert man eine neue Gasheizung, wird der zahlt. Ich meine, das ist ja selbstverständlich. Nicht? Ja. Das ist Aber ganz das- normal. Nicht? Ja, und gut, wie gesagt, das Natürlich, wenn man nicht den. in der Familie haben wir da nie, aber Gibt es einen Sonderpreis? Ich glaube, aber trotzdem ja. kriegt er was. ja, nicht, das ist oft, das ist auch mein Zwei- Nachbar. Der zerhackelt 2 Tage, nicht? Ja, mein Nachbar in 15 der Klasse Stunden. ist auch nicht das Maurer, der hat mir geholfen und hat gesagt, das ist Nachbarschaftshilfe. Da habe ich gesagt, ja sicher. Und dann haben wir mir Geld gegeben trotzdem. Nicht? Ich meine, das ist klar bei Kleinigkeiten. Aber es war irgendwie das Interessante mit der Wertigkeit, weil es Ja, kommt ja. keiner auf die Idee, jetzt wurscht bei jedem anderen Beruf, aber eben, wenn einer sowas hat wie jetzt eben Musik oder so wie es da war, das kann man schon vorstellen. Ja, weiß ich nicht, Karten legen oder keine Ahnung, was die machen, Tarotkarten legen. Ne? Gemacht. Geh, wenn du kommst, nimmst du es mit. Da oft ist es ja so, wenn du dann so eine Runde hast, dass es Ja, und wenn dann ein Mädchen, wo steht, mach ich, jetzt spielen wir dann Ja, auch, nicht? nicht? Ich weiß was. oder dass da aber Bin ich so der ist- Letzte, der dann das ist schon ein spannendes Thema, finde ich. Und das ist natürlich nicht, es gibt keine allumfassende Antwort dafür. Nein. Aber grundsätzlich, aber teilweise war das dann schon eben so, die kommen nur mehr, wenn es das Zau ist. Und ich dachte, ja, aber du bist Tischler, du machst mir auch nichts gratis. Ich meine, Verständlicherweise. was stellen sich die Leute oft vor? Aber die sagen, die macht sehr einen Spaß, du spielst eh gern. Ja. Ihr spielt ja eh gern. So, ja. Ja, es ist lustig. Also auf jeden Fall, was ist gar nicht, wie ich auf das gekommen bin, ja, im Zusammenhang mit diesem Energieausgleich. Und ich sage, nein, kein Energieausgleich, sondern einfach, das ist kein Ausgleich, dass ich was ausgleichen muss, sondern ich mache was und du sagst, mach ich auch was. Nicht zum Ausgleich, sondern so. Und in diesem Zusammenhang, Sabine saß halt super dir. Jawohl, Sabine, genau so ist es. Geh Gynäkologe, schau mal schnell, genau. genau, Oder der Urologe, geh vor mir gar einmal rein, mach mal eine Ja. Prostata abtasten und dann mal geschwind zwischendurch. ich will ein wie Handschuhe da, nicht? Wenn man welche eingesteckt, was ein Notfall ist, In weißt der du? Werkstatt, Nein. So. Nein. Mit diesen Worten schließe ich dieses Banner und ich freue mich und danke euch jetzt schon für euren Schmattes. So, Danke. Karl Nagel ist grüßen. Schau mal, wie weit ich hinten bin. Wolfsbeck und du ist auch da. Servus, grüß dich. Dann wäre Habibi angesagt. Ja, genau. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist das so sein muss, aber ich hoffe, du meinst die Jazzhauberl. It's Reggae Time. Ich schau, wie weit ich hinten bin. Sehr gut, ich trage es mal im Kalender ein. Ja, trage mal Ja, ein. passt dann Kalender. wieder. Super. Das Botner jeder. Was ist? Du bist wirklich hinten noch. Also das. Ja. Oh, Den Moment. ich hab schon. Den Hab schon. Den Moment. Wildcat 5 Euro. Video game controller looks forlorn in between the words try again. Also jetzt gerade das Ding, das ist das wahrscheinlich. Ja. Wildcat, danke der schön. Dankeschön. Er zittert mir schon wieder, er zittert mir. Herbstschmatte sind überwiesen. Mega, danke vielmals. Wolfsberg und du die Feuer, ey. Michael Unger schreibt auch wahre Worte da. Ja, absolut. Monika Gruber hat einmal erzählt, wenn sie privat in ein Wirtshaus gehen will, einen Witz von ihr hören, sie sagt dann, genau, was ich zuerst gesagt habe mit dem Fliesenleger. Ja. Ja, vollkommen richtig. Aber es ist wirklich so. Aber es ist halt, aber es ist ja nicht,
es ist wirklich nicht Es ist Boshaftigkeit der Leute. Überhaupt nicht. Aber es ist teilweise halt ein bisschen wenig Nachdenken. Wenig Spiel, sagen wir es so. Wenig Spiel. Ja. Und manchmal ist einmal ja selber heiß, aber steigt er wirklich dann drauf ein, macht es dann trotzdem. Naja, Das aber, passt ja eh. naja, es kommt davon, wie einer kommt. Wie einer kommt. Auf das kommt Das, schon. Aber was das zum ist Beispiel, enorm wichtig. aber was zum Beispiel schon so eine Sache ist, weiß nicht, was ich sagen wollte. Nicht mehr einen Schluck, muss ich nachdenken. Weiß nicht. Wie das sagen? In dem Moment, der Dreckschaut hat er jetzt wie man einen Schlagel etwa momentan. Nein. Der Blick war so Ja, in die Ferne Wenn schweifen. mir das entfallen ist, jetzt, was ich sagen wollte. Aber ich habe gesagt, man macht es ja dann trotzdem machen. Das ist, Ja. und dann gerne auch machen. Das ist ja das. Und wie einer eben, wie einer das sagt. Nicht? Und Ja. Ich hab's ja gesagt, Oft ich muss nicht mit fordern Gespiel, das ist, ist ne? ja oft das Gespiel fehlt. Ich weiß ja nicht mehr, was ich so. Ich weiß nicht, gar nicht so wichtig gewesen. Als Orgelspielerin werde ich oft gefragt, sicher spielst du gratis. Ich frage, so arbeiten die Kirchensekretärin, der Priester, die Putzfrau, der Klempner, der Orgelstimmer gratis auch. Ja, genau. Susanne Moser, genau, die Haberl. Über diese Obolus-Situation gibt es normalerweise keine Diskussion. Ja. Nein, wie gesagt, wir haben da gar nicht viele Probleme, muss ich ehrlich sagen. Aber früher war es mehr verbreitet. Und War es so. ist ja oft auch nicht War besser. so. Also die allermeisten, weil wenn jetzt einer so kommt, ist ja nicht so, dass man den gleich auffährt. Nicht? Sondern Nein. erst der hat da jetzt nicht nachgedacht, Entschuldigung, das ist ja mein Job. Nicht? Das ist halt, und wenn sie es dann so ein bisschen erklärt, sagt also, naja, auf das habe ich gar nicht gedacht. Also die meisten sind ja total verständlich, aber es ist oft dieses Bewusstsein gar nicht da. Nicht? Und genauso eben mit dem, man spielt ja gern, ja, Musikerleben, das möchte ich haben, nicht? Schlaft bis um 8 nicht? Und Dinge, ja, Alter, aber ich spiele bis 12. Und Weißt, dann das ist, untertags haben wir dann doch, machen wir andere Dinge. Also was ja, das sowieso auch. es ist ja nicht nur der Auftritt, diese 3-4 Stunden, also des Auftritts, das ist ja alles noch, da kommt ja noch was dazu. Also ich sage, seit wir uns dem Social Media Marketing verschrieben haben, ist es also weit über einen 8-Stunden-Tag. Ich bin heute mit AKM-Listen beschäftigt und das ist sehr kompliziert alles geworden in der Zwischenzeit. Ich meine, ist aber keine Beschwerde. Ja? Das ist keine Beschwerde überhaupt, das gehört dazu. Das ist der Job, das ist so. Nur manche glauben nicht wirklich, du spülst halt oder hin und dann sitzt du daheim und dann tust du ein bisschen Kaffee trinken, dann rauchen und schaust und dann machst du schon um 11 Uhr eine Weinflasche laufen, dann kommen die Ideen und dann schreibst du eine Lieder. Nein, Da das kommt nichts. ist ein ganz normaler Job. Es ist kein beinharter Knochenjob wie viele andere. Es ist einfach ein normaler Hocken. Genau so Und es ist halt der Punkt, du gehst halt dann in die Arbeit, in die öffentliche Arbeit, wenn die anderen Leute in die Freizeit gehen. Das habe ich mir heute ganz stark gedacht, wie ich weggefahren bin. Heute will genau, wenn wir das jetzt gerade über das reden, wie ich weggefahren bin, und da denkst, die anderen jetzt, die gehen jetzt vor den Fernseher, gehen ins Wirtshaus, die plaudern mit der Familie, spielen mit den Kindern daheim und so sagst du, ich fahre jetzt ein paar Latschen. Ja. Ist das nicht leid? Ja. Getaugt ja, ist ja kein Fehler nicht. Ich meine, Aber aber da siehst du, wie das besetzt ist oft, der Begriff Arbeit, auch mit negativ. Nicht? Wenn man sagt, das, was wir da machen, ich das ist Arbeiten. Arbeit muss, Das ist Arbeiten. man Und spielt ich es sag, nachher, ne? Man ist mir ja, man schmiert und alles und du musst pünktlich da sein, das muss alles aufgebaut sein, es muss die Technik funktionieren. Das ist eine Arbeit, das ist ein Ding. Nur die Leute sagen, ach so, ich glaube, das macht einen Spaß. Ja, Wir sind in dieser glücklichen Situation, dass uns die Arbeit einen Spaß macht. Das verstehen manche vielleicht nicht. Gestern mit Adi ist über das Arbeit. Thema geredet. Ja? Weil mit Graf Adi, nicht? Am Nachmittag, ne? Der jetzt in Pension geht nächstes Jahr und sagt, fahrt wieder nicht, sagt er, aber mir macht halt meine Arbeit Spaß trotzdem. Mir hat es immer Spaß gemacht, was ich gemacht habe als Bauer. Sowohl als Weinbauer, als Ackerbauer und auch wie wir die Schweindel noch gehabt haben früher. Ich habe meine Arbeit, ich habe es gern gemacht. Ja. Arbeit kann ja mir Freude auch machen, einen Spaß auch machen. Das sollte eigentlich Es ist ja das Schönste, eigentlich man, sein, so soll ja. es ja sein. Nicht? Auch wenn es schwer ist, mach es auch wieder leicht und dann kannst du wieder sitzen. Nicht? Aber ich sagst du, heute nicht, heute ist einmal nichts, ne? Wurscht, passt, das ist auch schön. Nicht? Ja, ist auch schön. Und ich meine, das, was ich jetzt, abgesehen davon, dass wir jetzt als Musiker das machen, was uns Spaß macht, und natürlich sehr vieles dabei ist, was überhaupt keinen Spaß macht. Also diese stundenlange am Computer sitzen, diese Social Media Geschichten,
Das ist nicht leider. Es ist nicht, ich bin kein Computer, Vor allem ist es nicht anstrengend. Auch. das ist echt anstrengend. Wirklich Aber ich mag es auch gern und ich sicher die sieht ja den Erfolge Erfolg, aus. was da Also die Reaktionen der Leute oder das alles. Also das ist mir einfach wert, diesen das muss man so sagen. Es ist anstrengend, das macht mir stellenweise gar keinen Spaß, aber es muss gemacht werden und das Ding. Aber es ist mir wert. So muss man sagen. Und vielleicht kommt einmal der Moment, wo man sagt, das ist mir nicht mehr wert. Dann müssen wir was anderes überlegen. Da muss man sich was überlegen. Ja. Und das ist mit Spülen genauso und alles und auch beim Latschen. Das ist ein Termin, der steht ja im Kalender drin. Am Montag, 20.15 Uhr, fängt das an. Aber natürlich, ich muss ja vorher im Idealfall schon am Sonntag, muss ja schon das ganze Ei pflegen und dann rausschicken und so weiter. Das ist alles, ja, ist auch eine Stunde mindestens, geht auch drauf. Na, und dann musst du das vorbereiten und so weiter. Nicht? Wie gesagt, es ist keine Beschwerde, sondern ich erzähle jetzt nur aus dem Da reden wir noch gar nicht von dem, dass wir üben sollten und proben sollten. Und vielleicht komponieren auch wieder einmal. Und ja, schlecht, solche Sachen. Ja. Aber Buchhaltung und übrigens, ich muss jetzt, sofort vergesse ich drauf, ich muss im Klasse sagen, die Post ist gekommen. Ich habe einen Hoodie und 2 T-Shirts gekriegt. Ah ja, sehr gut, sehr gut. Muss ich sofort ist mir jetzt gerade eingefallen, entschuldigt. Sehr gut. Siehst du, wir arbeiten schon wieder parallel. Wir arbeiten sogar während der Pavlatsch, wo wir schon arbeiten. Ich war, der doppelte am Arbeit. einmal bin ich vormittag nicht daheim, was ist. Der angeholt habe ich mir's. Ja. Wieder eine halbe Stunde unnötig geworden eigentlich. Aber so ist es, wurscht. Ja. Egal. Ja. Aber es ist, wie gesagt, das ist gar nicht so ein Ding. Nein. Aber was mir besonders viel Freude bereitet an diesem Job ist das, dass man wirklich sehr, sehr viel Zeit einteilen kann. Ja. Also Genau. ich kann wirklich nach meinem Muster, nach meinem, ich sage einmal, Fähigkeiten, also die biologischen, was die Müdigkeit, ich kann mich nach dem richten, ich muss mich nicht nach einer, sage jetzt einmal, nach einer Kernzeit oder was richten, außer natürlich die Spieltermine selber. Aber das ist schon etwas, was ich unheimlich schätze. Also das ist wirklich, so wie es jetzt im Sommer, da war es schön, oder jetzt Tage auch, was noch schön war, habe ich mit dem Computer ausgesetzt und habe halt draußen im Schatten, weil in der Sonne geht das leider nicht, das ist mit den Nicht Bildschirmen nur wegen der machbar. Temperatur, sondern man sieht nichts. Man sieht sieht dann schon gar nichts mehr. Das Und du bist ja so Von toxisch, außen also, schon nein. nichts. Aber weißt du, da sitzt draußen gemütlich, machst dann noch einen Kaffee und dann schneidest du die Videos oder was. Ne? Da sitzt, da trinkt er schon einen Kaffee. Ja, das macht aber jeder, der ins Büro geht, auch nicht. Und jetzt kommt das, und ich meine, denk mal ja, ne? Und ich meine, wenn einer ganz gehässig wird, sage ich mir, dann hast du was Gescheites gelernt. Ne? So wie mir. Aber dann kommen wir zu dem Punkt, das ist Abschluss zu diesem Thema, wie wir gesessen haben, wir haben es ja schon ein paar Mal erzählt, die Geschichte, aber es ist einfach leibend. Marie. Jawohl. Großartige Geschichte. Erzähl. Wir sitzen mit einem lieben Freund, einem Journalisten, einem großartigen Journalisten, Autor, Historiker, Wissenschaftler, Professor mittlerweile. Professor in der Zwischenzeit. Sitzen wir dort zu einer Plauderstunde quasi, wenn wir gedacht haben, mit dem Projekt machen wir irgendwas gemeinsam, wieder einmal eine Lesung oder dergleichen. Ja, sitzen bei Wein und bei Surschnitzel und Schnitzel, Erdäpfelsalat nicht, und schneiden gerade fleißigst ein und unterhalten uns. Auf einmal vom Nebentisch hört man so die Stimme. Schaut das an, das ist echt so ein Burm. Sitzen da, fressen ein Schnitzel an das statt spülen. Ne? Weltklasse. Weltklasse, anstatt das Spülen. Fressen ein Schnitzleine. Fressen ein Schnitzleine anstatt das Spülen. Nein, absolut Weltklasse. Weltklasse. Ein freien Abend einmal nicht, sitzt man wirklich dort. Nicht? Ja, ich meine, und sogar da ist ein Projekt Da ist ein gegangen. Projekt Aber gegangen, ja. Susanne Moser, genau, die Haberl. Jawohl. So, geht da der Weinberg? Du bist am Berg, meinst du, Rudi? Heiselfrau müssen wir auch noch machen. Heiselfrau? Die haben wir versprochen. Ich hole mal, hol mal die. das andere Instrument damit holen. Isabella sagt, es gibt ja nichts Schöneres, wenn die Arbeit Spaß macht. Meine Rede. Und das heißt ja nicht, dass jede einzelne Ding, es gibt ja auch Auftritte, die mir überhaupt keinen Spaß machen. Oft gar nicht wegen einem Auftritt selber, sondern weil ich nicht ganz benannt bin, wenn mir der Hals weh tut oder weil ein schlechter Tag ist oder halt was Einschneidendes passiert ist oder so. Ja. Es macht ja nicht immer einen Spaß, aber es ist halt, das ist ja bei jedem so, nicht? Aber es ist jetzt einfach in Summe. Und weil der Wolfsbeik und du schreibt es da, genauso ist es, wenn es einen wert ist, dann macht man Social Media. Auch wenn es manchmal richtig zart ist und Feedback ist da lang. Genau, Ja. so ist es. Du kennst das genau, ja. Und das ist schon viel. Genau. Ich meine, zum Beispiel Seitenwechsel. Ne? Seitenwechsel bei der Gitarre mache ich nicht gern, mache ich gar nicht gern. Das macht mir gern der Patrick. Ich mach's gern. Ich bin schnell, ich Das kann's. macht mir gern der Patrick. Manchmal selten bei dir, aber hin und wieder sogar ich gemacht. Aber ich meine,
Aber wenn ich mir denke, Alter, jetzt klingen sie wirklich nicht mehr, jetzt kennen sie nichts mehr oder so. Aber, und das ist mir wert. Ich sage doch nicht, der Beruf macht mir keinen Spaß mehr, weil ich Seiten wechseln muss. Nein, sicher Ich nicht. mein, und wenn ich das jetzt mal selber machen müsste, ne, dann mache ich das halt. Machst das halt. Das mir freuen, dass ich jetzt machen muss, aber dann freue ich mich wieder, dass die Seiten neu sind. Und dann spiele ich, super, na leid, aber die hätte ich schon viel früher wechseln müssen, sage ich immer. Ja, hätte ich schon Seit 30 Jahre, aber Ja. Na gut, Freunde, das war jetzt so ein kleiner Ausflug in die Richtung. Also, ja, ganz wichtig ist für uns, dass man sagt, oder dass man erkennt, wenn wir sagen, das ist Arbeit, das ist unser Job, das ist unser Haken, dass es in keinster Weise abwertend ist, aber sehr wohl grenzziehend. Wo man einfach sagt, du, wenn ich allein bin, oder jetzt wirklich, Patrick weiß das, ich bin wenn wir jetzt wo privat sind, oder was? ich bin nicht zwangsläufig so der Stimmungsmacher oder nein. was. Da bin ich eher der Ruhige. Bin ich fast oft ein bisschen Ja, übermütig. da ist oft, Aber da trinke ich heimlich mehr, weißt du? Und der Patrick, ich trinke offiziell was. ja. Was du wie das sind sicher sehr unzufriedene Leute oder Neider. Ja, mitunter. Wobei ich wirklich sagen muss, so sind ich muss Das Ganze. wir haben es ganz selten, zum Glück. Und die paar, die es gibt, ja. Aber es sind ja auch oft einmal Leute, oder die missverstehen halt. Es ist ja oft gar nicht einmal böse gemeint. Nein, überhaupt der nicht. missversteht es, weil der ist so aufgewachsen und das ist halt in unserer Gesellschaft so. Arbeit, das ist was Negatives. Arbeit muss wehtun. Ja, und wenn ich sage, die Pavlage ist eine Arbeit, sagst du, ach so, ja dann schau ich nicht mehr zu. Ich glaube, das macht ihnen einen Spaß. Die haben das immer so dargestellt, als ob es eine Gaude ist. Aber wenn das eine Arbeit ist, dann so, ja, es ist eine Arbeit, weil wir haben den Termin festgesetzt, es kommt nichts anderes rein. Ja, sogar nicht einmal Engagements, andere, wo wir Geld direkt verdienen würden, mit Ausnahme vom Ball oder so, also so ganz, war letztes Jahr einmal, Einmal, ja. wo wir das also halt anders gemacht haben. Aber ansonsten, das ist eine Arbeit. Aber eben nicht eine Arbeit im Sinne, da müssen wir buckeln. Jetzt müssen wir wieder da, jetzt müssen da wieder die paar Leute, was da zuschauen, müssen wir jetzt wieder gehen. Gar kein Fall. Wir haben eine riesen Gaude. Was bei YouTube hat es nicht angezeigt, dass ihr live seid. Ja, das ist ja nicht immer, Raffi. Dauernd sagt man mir, deine Arbeit ist nur Spaß. So man steht extrem früh auf, geht wohin, wo man nicht weiß, spielt Werke, die einem nicht zusagen. Ich sage, weil es nur Arbeit ist. Aber Maggie, ja. Nein, es gibt schon Sachen, wo man dann sagen, heute haben wir kein Gage verdient, sondern Schmerzensgeld. Es gibt schon, ja. Aber das ist es. Oh ja, Oder die berühmte bezahlte Probe. genau, ja. Aber das ist das, so Aber wie das der ist Wolfahrer so. sagt, es muss ein Wert sein. Es muss einfach einem Wert sein. Man Und sagt, es ist uns ist es wert. ja, Absolut. mir ist es wert, dass man wo spielt, wo man halt dann, ja, nicht so Ding, ja, dann ist halt gut gezahlt. Ja, irgendwas ist auch, aber nur fürs Geld mache ich das nicht, sagen wir es so. Nein, nie. So, Patrick, muss schon wieder, bevor du nachschenkst, Patrick, bevor du spülst. Ich habe mir gedacht, was kommt. Ist Ich habe dich schon verstanden. Ich habe dich schon verstanden. Und dann die Heißlerfrau für Susanne Faber und alle anderen, die es gerne hören wollen. Dann natürlich in Rudi Korbis aber nicht vergessen, auch die Biesenberg machen. Ui. Ist die Flasche schon aus? Dann habe ich die Patrick, du saust. Ja, genau. Na gut, wie spät ist noch 4? Schau schon. Bist du bereit? Sie kennt alle, die jemals am Friedhof dort wohnen. Künstler und Hacker, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen, egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kehrl rein, ja bei der Zinse, der backt rein. Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die hat schürgelb bis Schürzelblau mit Zinsi, ja mit Zinsi aus Stadtlau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewerben. Duftende Hakle und Co., sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häsel putzen, man will sie ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kehr
bei der Zensi, wird man gerne. Auf geht's, jawohl! Mein Schatzel ist a Häselfrau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschuhe geht es schirzelblau. Mit Zinsi, ja mit Zinsi, a Stadtlau. Aber wieder in Original sozusagen. Gehäuselt, gehäuselt. Jawohl, sehr schön. Was weiß denn die Welt am auch gesagt, dass wir spielen? Haben wir auch noch gesagt? Ja, ja. Jesus Maria. Man wird da noch was spielen dürfen. Weil der Patrick sich einmal entwurren hat. Entwirre. Ja, wo ist schon die Achtel von rein? Ja, wunderbar. Danke euch schön. Danke für die... Auf der Dinkelschrotmühle live gespielt. Original, weil Original ist es ja auch auf der steirischen geschrieben worden. Ja, genau so ist es. Und aufgenommen. Das Original. Aufgenommen ab, ja. Ja. Damals auf der Vorstadt Plus. Ja. Wiener Vorstadt Plus. Wir müssen einmal so umfangen. Weißt du, was ein bisschen problematisch ist? Für mich, also problematisch, schwierig mit der ganzen Social Media Kanäle. Wir haben wirklich, also das muss ich echt sagen, ich sehe das nicht immer, aber doch, jetzt immer mehr kriege ich das mit, weil ich doch oft dann Nachrichten kriege auf diversen Plattformen. Und da sind, bei TikTok sind es über 5000 Follower. Da auf YouTube sind es, weiß ich nicht, 1700, keine Ahnung, 1037, wäre wurscht. Auf Facebook weiß ich es jetzt nicht mehr. Ich glaube 3,5 oder sowas. Ja. Instagram, gut, da ist weniger tragisch. Und so. Und jetzt sind, und ein paar überschneiden sie natürlich, also sagen wir, es ist ja wurscht, sagen wir in Summe, so in Zeit, keine Ahnung, 6.000, 7.000 Leute, die irgendwie da uns folgen. Und wenn ich jetzt hergehen will und sage, ich möchte eine Umfrage machen. Gibt es ja auf jeder Plattform, gibt es ja diese Umfrage. Aber du hast auf jeder Plattform anders. Das ist immer für mich schwierig, wo fragst. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt da sage... Wo ist es interessant? Ja, für wen ist es interessant? Ja, genau. Also Hausnummer jetzt zum Beispiel. Soll man ich will einfach eine Frage, soll man nochmal eine CD machen, ein Album aufnehmen? Ja? Gibt es da Interesse? Will das wer haben? Und das ist dann schwierig, wenn das so verteilt ist, ne? Zum Beispiel. Dann weißt du aber nicht, wer doppelt ist oder ja, so. Das rauszufiltern, das geht das vor allem, dieses Filtern dann. Das kann man sicher, aber ich glaube, da bin ich dann wirklich zu blöd. Weil diese wirklichen Feinheiten, ich meine, im Groben habe ich es gecheckt, ja, diese ganzen Social Media, aber diese Feinheiten, das ist dann schon kompliziert, glaube ich. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ja, ich verstehe ja. ganz aber genau, was du meinst. Weil es war jetzt interessant, ne? Weil das ist ja nicht wenig. Wenn du jetzt sagst, ist ja wurscht, und wenn es 2000 Leute sind, das ist ja echt, die lassen wir ja einer, ne? Das ist ein Haufen Leute. Aber wenn du jetzt sagst, so, ihr seid ja quasi die Community. Im Social Media. Ihr seid unsere Begleiter, unsere Mitstreiter. Genau, ne? Da gibt es ja welche, die haben dann, was weiß ich, bei Facebook so ein Top-Fan-Abzeichen. Was weiß ich, was alles. Und also ich kommentiere und lesen und liken und so weiter. Und jetzt sagen wir mal, jetzt sagst du, naja, ihr seid ja, also auch so wie die Pabla Cheese jetzt, ne? Ihr seid ja jetzt die Vertreter von, nicht die Vertreter, sondern ihr seid jetzt die Fans, ne? So die Fanbase. Und wenn man was machen wolltet, was Neues, geht ja mal sagen, erst Fanbase, was sagst denn du dazu? Was sagt ihr dazu? Ja. Und das war jetzt leicht da zum Beispiel, nicht? Schreibt was rein. Auf einer Plattform geht es, aber die Plattformen untereinander, bei uns sind aber viel doppelt und dreifach und vierfach wo vertreten. Jetzt, das rauszufiltern ist. Ne, und dann kriegst du die Antworten. Ne, weißt du, die einen antworten im Kommentar als Antwort, die anderen antworten als im Messenger-Dienst. Ja, der andere schreibt da WhatsApp, der nächste schreibt da E-Mail. Das ist ja.
Und man, ja, wenn es ein Unfall ist, ja wurscht, ne? Du sagst erst ja. Ne? Aber ja, das ist eigentlich auch wieder kein Beschwer, sondern ist man nicht gerade. Aber das ist auch etwas mit. Das ist Arbeit, das ist Das Arbeit. ist Arbeit. Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Das ist wirklich Arbeit. Keine CD, bitte Vinyl für den Scherdinger. Ja, ist eh eine gute Idee, Ein aber. paar sagen, also ich bin da sofort dafür, wenn ich weiß, wir verkaufen davon zumindest 100 Stück, mache ich 100. Ja, aber ich glaube, Dann ist was, nicht? mit Also- denen wahrscheinlich keine Zähne verkaufen. Muss Ja, man jetzt der Herr realistisch Meyerhofer sagen. kauft sicher auch nicht, der Rudi Korbis Ja. kauft einen Schering, aber kauft auch schon einen. Eine Zähne kriegen wir. Zwar nehme ich mir selber in mein Archiv. Ja. Ich brauche keine, ich Du brauche nicht brauchst einmal keine, daheim das stehen. ist Was nichts, machen wir denn will. Aber grundsätzlich hätten wir es gerne machen, aber de facto ist für das sind wir jetzt klar. Also de facto für das sind wir jetzt klar, weil mehr Szene und wenn es 15 sind. Ich meine, aber du musst ja wissen, wie viel du machen musst. Ja, 100 geht schon nicht, aber. Naja, ja, 100. 15 verkaufen. Den Rest da wieder daheim stehen. Ist nicht, nein, weil auch, ja, ich wisst, was ich meine. Ne? Der Rudi Korbis sagt CD, ja. Ich meine, wobei, wenn man heute sagt, der CD, oder wenn ich sage ein Album, ne? Das wäre ja dann ohnehin, also Streaming ist eh klar, ne? Das ist auf Spotify Logisch. und überall ist, das ist selbstredend. Ne? Aber natürlich, jetzt, ob man es zusätzlich auf einer CD macht, ob man eine Sonderedition macht auf einer Schallplatte, nur wie gesagt, es ist wirklich, es ist ganz leibend, manche hätten es wirklich gern und das täte ich auch wirklich gerne erfüllen, aber echt wirklich mehr als 10 oder 15 kriegen wir nicht. Über 10 haben wir schon. Der Brachtel Peter nimmt schon 2, die Sperkis kaufen wir auch. Also, Naja, Moment. aber Moment. das ist jetzt eine nette Euphorie, aber wir sind noch weit weg von 100. Jawohl. So, pass auf, ich habe von der Serafin jetzt eine Nachricht gekriegt. Ein WhatsApp. Guten Abend, Ja, wo sind wir 10. denn? November voll. Okay, Bitte keine Reservierungen mehr aufnehmen. ich nehme keine auf. Ich nicht. Schicke auch alle nicht. zu dir. Ja. Aber das Schicke habe ich alle gekriegt zur über WhatsApp. Serafine. Ich glaube gar nicht, dass es schaut, sondern es ist über WhatsApp gekommen. Achso, ich glaube, ja. sie schauen oder was? Nein. Na, warum sollten das dann von der Uhr lesen? Jetzt haben sie ja da hergeschrieben. Denk ein bisschen mit. Meistens, nein, nicht immer. Es kann, Denk doch ein bisschen. Muss nicht sein, dass in die Kommentare ist. Kann so Das stimmt schon. Vielleicht schaut es nicht so, was weiß man. Aber auf jeden Fall, 10. November, dann Röschenkeller, sind wir voll. Was ja eine schöne Sache ist. So, professionelles Video wäre leibend, so ähnlich wie Läusl. Matthias, wieder Läusl? Ach so, Matthias Gerald, das war eine ORF-Produktion, wo mir der Redakteur dankenswerterweise die Aufnahmen zur Verfügung gestellt hat. Aber der Oliver Grün, schau, der Grün hat auch eine LP gemacht, ja. Der Krumme, ja. Man kann nicht leichter Vinyl machen, aber Freunde, es muss sich schon irgendwo Ein bisschen. Nein, also ich kann nicht mal Gewinn machen, Nein. aber es sollte sich schon trauen. Drogen soll es sich schon. Ja. Und professionelle Videos, Matthias Gerald, das ist ja noch weniger möglich. Aber natürlich, wenn man gute Videos macht, das ist schon richtig. Die Frage ist eben der Mehrwert. Ne? Das ist wirklich, jetzt klingt jetzt deppert, wenn ich das so sage, bitte nicht missverstehen, aber wenn ich sage, das tut die Videos so machen, das tut so auch, das meine ich nicht abwertend, sondern es ist wir sind da jetzt dann wirklich an einer Grenze, wo wir persönlich von der Arbeitsleistung, die wir einbringen können, am Ende sind, also da viel geht nicht mehr. Wenn einer das Video macht, ist gut. Naja, aber es macht halt keiner gratis Aber und das ist genau. halt das Zweite. Das heißt, wir können Genau. wir sind selber jetzt eigentlich wirklich an der Grenze, wir haben schon noch ein bisschen Luft, aber sind an der Grenze und finanziell natürlich ist das alles nicht drinnen. Muss man echt genauso sagen. Und es werden sich schon ein paar Ideen finden, die man dann umsetzen kann. Da bin ich zuversichtlich. Wir haben jetzt eben auch vor, eben nächstes Jahr mal das 30-jährige Bühnenjubiläum, da werden wir uns schon noch was Sachen einfallen lassen. Aber da haben wir lieber mehrere Sachen, die einen Sinn haben, die was bringen für alle Beteiligten, als wenn man da jetzt sagt, ja, Man macht jetzt 10, 15 Videos, wie das, was wir vom ORF, also nicht ORF, vom Dienst Ja. gekriegt haben. Das Ja, schauen wir mal, was ist. Weil der Rudi Korbis sagt, was kostet eine CD? Das kann man jetzt schwer sagen, weil du musst ja rechnen, kommt die davon, Produktion. die Ne? Produktionskosten, Studiokosten, dann muss die Australianer. zahlen. Also, Also es sind mehrere Faktoren, wie viel CD, wie groß die Auflage ist und so weiter.
Also ich sage mal, ohne Studiokosten jetzt, oder was, musst sicher bei 1000 Stück, 500 Stück, 1000 Stück glaube ich Unter 1000 Stück zahlt sich gar nichts auszumachen. die kosten unwesentlich mehr als 500. Du bist sicher bei 3.000, 4.000. 3.000 bist du auf jeden Fall, ja. Ohne Studio, ohne Aufnahmen, Studio, ohne ohne Schneiden, ohne Produktion, ohne einen Mastern. Also die Produktion dann, ja. In unserem Fall ist der Vorteil nicht so teuer. Ne? Das Kapitalist, du Schweine, verdienen wollt's auch? Ja, Oliver Grün, jawohl. Verständlich, Oliver. Was denn? Was denn? Was denn? Hat doch jemand einen CD-Player, Michael Unger. Nein, aber wie gesagt, das ist ja, wobei der Michael Unger jetzt da schon was Wichtiges anspricht. Ne? Jetzt produzierst du 1000 CDs. Und hast, ja, haben wir 2000 gemacht, ja. Na gut, die haben wir aber verkauft von alle. Also, ja, also das ist aber von der letzten haben wir schon noch viel Kisten liegen. von der letzten, ja. Da Weil merkt einfach, man, wie die schon zurückgeht. aber nicht, weil es so schlecht ist, sondern weil einfach keiner mehr einen CD-Player hat. Das ist so, die Leute streamen. Und dann wollen halt ein paar Schallplatten. Ne? Sagt, oh, Leute, und da sind wir nicht in der Ebene, Natascha, wo wir uns das ist ein Deal. Was hast du gesagt, die Natascha? Wir verkaufen wir Pavlatschen, jeder von uns verkauft 10. Weil da wir uns das so ausmachen, vorher machen, aber bin ich schon dabei. Ja. Da bin ich schon dabei. Wir werden mal schauen, was das kostet. So ein LP machen. Aber du weißt nicht, das muss dann schon gut sein. Das muss auch ein gutes Cover sein. Da brauchst du schon Grafiker, Fotograf. Das will, also ich sage euch was, das kostet schon Geld. Das kostet schon Geld. Was nicht mein Problem ist, grundsätzlich, dass es mir nicht wert wäre, weil das müssen wir ja haben. Für den Scherdinger, dann nehmen wir euch im Original besser. Und euch Arbeit am Montag macht den Wochenbeginn erst erträglich, großartig und danke. Da braucht es keine VHS-Kassette. Das war aber eine Idee. Das ist Was, das wird's. Wir bringen eine VHS heraus. Das ist. Schaut's, wie es euch die eine zieht. Wir haben einen VHS-Player. Ja. Ui, da wird's noch enger, glaube ich. Nein, wir werden uns schon irgendwas einfallen lassen. Und natürlich, für eure Infos oder eure Ideen sind wir natürlich sehr, sehr dankbar. Vielleicht nicht unbedingt die VHS-Kassetten. Ja. Aber ja, wir werden uns einmal erkundigen, was so ein LP kostet. Dann haben wir ja schon, dank Matthias Gerold, haben wir ja schon den Hinweis gekriegt mit dem super Aufnahmegerät von Zoom. Zum Beispiel, ja. Die 32-Bit-Geschichte, wo man relativ gut aufnehmen kann. Weil ich glaube, ganz persönlich und auch aus vielen Gesprächen, dass wenn wir ein Album machen, wir werden sicher wieder ein Album machen. Ob es eine CD wird oder ein Stream oder keine Ahnung, oder ein Schöp, oder alles. Oder beides. Oder sehen. Aber wenn wir eins machen, dann sind wir eigentlich drauf und dran, ein Live-Album zu machen. Ja. Vielleicht sogar ein Live-Doppelalbum zu machen. Und jetzt, aber das kann man mal so sagen. Was haltet ihr davon? Das würde mich dann interessieren. Wir haben uns überlegt, mit denen im Jubiläumsjahr 2000. Nein, ich verrate es nicht, das ist ja nur die Idee. Die Ideen, was wir haben. Das ist ja nur die Idee. Ich habe nicht gesagt, dass wir das klingt ja noch viel Arbeit, daher wollen wir es nicht machen. Nein, wir haben gesagt, wenn wir im Jubiläumsjahr, also 2024, wo wir das 30-jährige Jubiläum feiern, dass wir da quasi im Laufe dieses Jahres möglichst viele Live-Konzerte mitschneiden, also aufnehmen. Und daraus quasi ein Best-of-Doppelalbum machen. Was sagt ihr? Was haltet ihr von der Idee? Was sagt ihr dazu? Weil man, das ist, eins muss natürlich da klar sein. Also die Studioqualität hat das alles dann gehabt. Also Tonqualität sicher gute, aber es ist ja der Live-Aufnahme. Und da hörst du halt dann die Leute und das Glasl schäbern und die Grabenmesser, Schniesel, weiß ich nicht, Schnieselklopfen. Hinten im Taschel Husten. Aber es wäre, glaube ich, tatsächlich das. Die Stadelmeier-Gruppe. Ja, genau. Ja. Simple Aufnahme, Stereoaufnahme, Mitschnitt und dann ein Best-of. Und das lassen wir von einem guten Techniker mastern, dass das schon alles ein bisschen ein Ding, ein Gesicht hat, und machen daraus ein Doppelalbum. Und dieses Doppelalbum könnte, also schauen, oder halt wird es kein Doppelalbum, wird es eine CD, aber schauen ist ja wurscht. Aber weil dann ist es egal, also wenn du das machst, dann hast du. Wir versteifen uns nicht drauf. Also schauen wir, wie die Aufnahmen werden, wie viel das werden. Welche sind gut, wann sind dann, nehmen wir 40 Nummern auf. Ich meine, 50, sehen wir wann das passt.
eine ganze Reihe machen. 80. Ja, und weil das lassen wir gescheit herrichten und dann, da kann man dann schauen, macht man, also Macht's nur Streaming sowieso, das ist eh klar. das ist eh klar und dann im CDs werden wir wahrscheinlich trotzdem, da kommst du noch nicht wirklich ganz vorbei. Warte noch, was nächstes Jahr ist. Aber schauen wir mal, genau, ja. VHS-Kassetten, neues Spiel. Video 2000. Ja, da geben wir 2 Seiten oder Kassetten. Und Sparen in Zeiten wie diesen. ja, Musikkassetten, können wir sagen, Musikkassetten. Im CS gehen wir. Ist das überhaupt noch? Werden die überhaupt noch produziert? Oder machen wir Schwarzkopie von der eigenen Platten. Aber mit gebrauchten Kassetten, wo man zubieten mit. Ja, freilich, ja genau. Kopierschutz zubieten. Ja. Und dann, ich meine, das kann man schon. Da kann man zum Beispiel dann auch natürlich ein Vinyl machen. Wiederum, weil da passen nicht so viele Lieder auf. Also das wäre eine Idee. Was sagt ihr dazu? So, jetzt schau ich noch. Schau, Peter Brachtl hat einen VHS-Rekorder. Franz M. digitalisiert alles. Jawohl. Eine CD mit Bildbuch, Booklet, E-Book oder sowas. Was 30-jährige 16er Buben. Ja. Also es war eher eigentlich dann ein Buch, wo eine CD dabei war. Ne? Schau, der Rudi Korbes, das kaufe ich gleich. Gute Idee, Fritzl Status. Sehr gute Idee, Susanne Moser. Wo ist eigentlich der Christoph Acker? Das ist eine gute Frage. Wo ist der Acker? Ne, den werden wir herrichten. Liegt an einem Live-Konzert die Gegend auch immer. Doppelalbum, Vinyl, Video, DVD, Fotobuch. Jeder streamt, die Idee ist gut. Warum nicht mehrspurig mit ein paar Mikros mitschneiden? Nicht aufwendig. Oh ja, das ist aufwendig, weil wir keinen Platz haben. Wir haben keine Bühne bei den meisten Live-Sachen, was wir von Rössenkeller, Daschler, Lentner, Stiepert und so weiter. Wir sitzen mit dem Publikum drinnen und da kannst du wirklich nur, wie Stadelmeier Klubber damals im Jazzland aufgenommen hat oder im Schutzhaus Weidecker, das kannst du nur so aufnehmen. Alles andere, es wird unnatürlich, erstens wird es schon wieder unnatürlich, dann ist das Publikum schon immer mehr entspannt, dann ist die Atmosphäre nicht so. Mir ist die Atmosphäre viel wichtiger, als vielleicht, wenn der Ton nicht ganz so passt. Naja, und man muss dann sagen, du bringst heute mit einer guten Stereo-Geschichte viel nachbehalten heutzutage, was viel besser. Und du kriegst weitaus mehr außer als früher mit einer ganzen Studioausrüstung. Ja, und es ist halt das mehrspurig. Wir haben den Platz nicht, also das ist einmal, wir haben den Platz nicht. Ich kann weder die Instrumente noch den Gesang mit dem Mikro und wie der Patrick richtig sagt, dann ist es eigentlich nicht mehr das Live, was ist. Weil das wäre schon die Idee gewesen, was wir auch schon mal gehabt haben. Haben wir schon vor Jahren gehabt einmal. Auf einer Bühne? Auf einer Bühne 2 Konzerte mitzuschneiden. Ja. Aber du brauchst mindestens 2, wenn nicht 3 hintereinander, wo alles genau dort steht, was ist, dann machst du 2, 3 Konzerte. Und dann schneidet man das Beste und dann aus. Haben wir erst wieder, eigentlich ist es erst wieder Studiosituation. Es ist eigentlich wieder Studiosituation. Das ist nicht leibend. Das Leibende ist wirklich, jetzt sitzt da und spürst. Und wie gesagt, ich habe das ganze Jahr aufgenommen und das geht schon Monate und das Schwierige ist dann die eher... schönsten Sachen dann raus. Das Schwierige ist dann das Aussuchen. Weil du hast halt dann 300 Mal einen Herr oder Stein und sagst, welcher ist der Beste? Welcher ist jetzt der Beste? 300 Mal Bisamberg, 300 Mal Heiselfrau, 300 Mal Taschler. Der Urs dann drüber verspült, wurscht, was die Geister haben. Also das wird eher die Herausforderung, aber grundsätzlich, ich glaube, dass das irgendwie so die ehrlichste Form wäre. Ich glaube auch. Weil man schaut, sagen wir sich ganz ehrlich, das ist jetzt nicht vergleichbar mit einem Album, aber was ist da? Wir haben da genau ein Mikrofon, eine Kamera und ich meine, wenn ich mir denke, wir haben das bis daher verbessert von unseren Anfängern her. Da war die Kamera natürlich eine andere, respektive als Objektiv. Mikrofon war noch anders, es war also ein bisschen schwieriger. Das ist halt jetzt besser, weil natürlich, man könnte es noch besser machen. Man könnte es noch viel besser machen, aber es wird dann auch schon wieder... Aber das ist ja... Ich meine, schon davor, wir hätten jetzt da noch ein Mikrofon schnell. Wir könnten da jeder mit extra Mikrofon auch noch arbeiten, aber das... Machen wir vielleicht einmal noch. Probieren wir es einmal. Weil die Qualität leider ist das schon super natürlich. Ne? Aber wie gesagt, ich glaube, wir sollten nicht... Wir kaufen alles am Sierendorfer Kellerberg. Jawohl, in der Tasche Spiel. Einmalig. Na gut, pass auf, jetzt spielen wir mal was wieder. Just das machen wir. Was, können wir jetzt endlich was weißt du, die Welt spielen oder wie ist das? Viele Lieder von Wien und vom Wein
singen Menschen, ob groß oder klein, ob in London, Paris und Hawaii. Jeder denkt sich im Stillen dabei, dass der Wehr immer mehr Fasslasche Wind und den ganzen Tag gegen nur stimmt und dass oft Nacht in sein Bett nur schlaft bei einem Schramme-Quartett. Ja, das hat wer erzählt, ich hab leise nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zielreich erklingt. Ja, was war's denn die Welt von einem Weidel in Wien, die das Weidel da steht in keinem Bedecker drin, das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch noch ein Werner versteht. Kommt ein Ausländer einmal nach Wien, fährt er erstens zum Heurigen hin, ins Museum am Vormittag drauf. Und dann geht er am Stephansturm nach und am Nachmittag zum 5 Uhr Tee. Ja, da trinkt er einen Wiener Kaffee und am Abend dann speist er voll Glück a Gulasch bei Wiener Musik. Ja, das hat wer erzählt und ich hab leise nur gelacht und hab ihm drauf aufmerksam gemacht. Ja, was war's denn die Welt, was ein Werner Herz fühlt, wann die Gegend ganz leise an Straßenwald zerspült, wann ein uralter Werner vom Häuserbach singt und die Stimme von dem Vater ganz zielreich erklingt. Ja, was war's in die Welt von einem Weidel in Wien, denn das Weidel da steht in keinem Bedecker drin, das Geheimnis verraten wir nicht, weil das doch nur ein Werner versteht. Ja, sehr schön. Geile Nummer. Absolut geile Nummer. Die Achteln fallen rein, gefällt's auch. Günter Schiefner, da war einfach mal eine Woche lang das Jazz-Land-Publikum gewählt für 20 Minuten Sendezeit. Ja, genau. Ja, das will man ihm nicht. Live ist super mit den blöden Sprüchen. Genau. Schau, der Manfred Mulle. Shellac. Das hätte mich schon wieder da. Aber ich glaube, da verkaufen wir wirklich mehr wie in Öl. Na gut, einen wissen wir. Einen weiß ich schon, ja. Zwei. Herr Professor Zauner. Professor Zauner? No, der Ding, nicht? Der Maringer, ne? Ja. Ja, sicher, ja. Ja. Der nimmt die Schallplatten an. Der nimmt die Schallplatten an, ja. Das ist
Taschler Manfred nimmt sicher Da schon, Scheller. also 30, wahrscheinlich kommen wir schon auf mehr Schellags als Schallplatten. Gut, der Manfred nimmt der Vinyl auch. Das stimmt. Ja, was heißt der nicht? Da müssen wir nicht schenken, ne? Ich meine, das gehört sich. Gehen wir 5 Liter weiter, 4. Das mach mal, nicht Taschler, nicht? Christian Kumpling auch den. Du, herrlich sagt das so seine Musa. Danke schön. Wer wichtig hat die 8 Leine Mege, Fritzl. Dankeschön. Landtagsströmer, ja. Wobei wir sagen, das Fritzl, Landtagsströmer und der Maber, nicht? Was weiß die Welt? Was die kommt ein Ausländer einmal nach Wien in der zweiten Strophe, nicht? Gilt natürlich nicht. Nein, die kennen Für sich unsere aus. Elite. Die Für kennen unsere sich Elite, aus. Freunde. Genauso für die Hetty und die Mädchen. Ja, gut. Das Und ein ist paar andere auch noch. Die kennen sich besser aus in Wien als wir. Nicht? Ich meine, wenn der Fritzl da aufschlägt, dann geht es rund. Und der Landtagsströmer Markus, ist ja sowieso schon. Ist ja so schon fast. Fast auch halber der Werner. Nur, ich meine, wenn er natürlich redet, dann hört man es nicht. War aber auch ein Wunder, nicht? Ja, da kommt dann schon ein bisschen das Rheinhessische raus. Ne? Das ist aber grundsätzlich, sonst kannst du schon fast sagen, wie Einheimisch. Wie Einheimische, ja. Ja, der Friedl war sowieso unterwegs da, nicht? Im tiefsten Otterkring. Ja, hat er gleich mal die Ersteinführung bekommen, nicht? Mit den ganzen Baustellenumleitungen bis zur Parkgarage. Bis jetzt noch nicht besser geworden. Wir sind unlängst erst gefahren wieder dort. Noch nicht lange her, dass wir zwei dort unterwegs waren. Das stimmt. Wo man einen leisen Einlauf quasi. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg, hinter Kern, weil mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rind dort beim Wachsen zu, ja, ich hab dort mein Höhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen, hören und am Himmel, da siehst du die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sieh ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl hat es mir allein nicht gehört. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Trepfelwein. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, dem macht keiner hin. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist
ist mächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchler hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfli mit kleinen Häuseln darin. Und neben der Kirche am See, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu, nicht modernisiert, und vom Essen das Beste kriegt man dort garantiert. Viel Frohsinn, Amor und viel Glückling darin, in der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener Lieder vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Jawohl! Vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und nur ehrlich, und Musikanten spielen dort an die alten echten Wiener
vom Wein und von der rohen Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder und ich find dort Gemütlichkeit, Gemütlichkeit und ich find dort Gemütlichkeit. Schöner Abschluss eigentlich. Weltklasse, ich glaube auch. Weltklasse. 22 Uhr ist es auch, das passt. Ein Schlückchen habe ich noch hier. Ich glaube, du auch noch. Ja, Echt, sollst du falls schlucken? die Achteln Achteln von Vereine. die ganze Zeit. Vorne eine, Sehr zum Wohl auf meinen euch, eine schöne Pavlatschen. Eine Pfiffen, eine Grete, Wurscht. Also, Ist ja egal. So, was haben wir da? Ich wünsche allen eine schöne Woche und das war wieder eine super Sendung heute. Danke Susanne Moser, ganz einfach die Achtelvereine. Andreas Hirt, ihr seid Sadisten, liegt auf dem Trockenen, Grüße vom niederländischen Walfisch, Delta Plus eines Rheinländers Schnurf. Ich verstehe die Worte, aber ich verstehe, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst. Andreas Hirt, Weltklasse auf jeden Fall. Auf jeden Fall Weltklasse. Jawohl. Landtagsstrom sagt, der Manni. Nein, wie jetzt. Bin so sölig, sagt die Maggie. Wolfsberg und du, die Fahrt nochmal die 8 Leine, dank der Ski. Christian Gumplinger, beim Taschler, ich freue mich drauf. Jawohl. So, ich muss die Rauschkugel neben mir ins Bett bringen. Was? Ich wünsche eine geruhsame Nacht euch. Was ist der Max angesoffen? Das kann ja nicht sein. Kann es nicht sein. Ich bin erschüttert. Am Montag. Am helllichten Tag, unter der Woche. Am helllichten Tag war gut jetzt. Ja, Da war schon nicht einmal Licht, wie ich weggefahren bin heute. Zum Pavlatschen mehr. wirklich wahr. Schon stockfinster heute gewesen. Das Ja, erste Mal, so Ja, richtig. ja, ja, Weggefahren, jetzt ist schon. Meine Herrschaften, deswegen machen wir auch Schluss. Also nicht wegen der Finsternis, aber weil der Maxl ins Bett gehört. Ich gehe ja ins Bett. Ja. Was habe ich denn da? Das ist in der Nike-Symbol. Was heißt das, meinst du? Nein, ich will nicht aufklicken. Du sitzt nicht. Nein. War jetzt schade jetzt. Jetzt war's schade. Jetzt war es schade. Jetzt Jetzt haben wir bricht Schluss, sie jetzt ja. ab, das war ein Blödsinn. Jawohl. Gute Nacht, schöne Woche, Isabella M. Servus, gute Nacht euch allen, Ritzl Startkuss. Ich wünsche euch alles Liebe. Wir freuen uns, sind dankbar, dass ihr dabei wart. Freuen uns auf nächste Woche und wie gesagt, wir werden irgendwie Stimmungen sammeln, Ideen sammeln und wir werden, also eins, ich glaube, eins kann ich wirklich sagen. Fahrt wird uns nicht. Nein, Fahrt ist Ich auch nicht, ich sag's euch. Aber wir werden, also eins ist ganz fix, es gibt nächstes Jahr nicht ein Super-Event. Also, wo man sagt, 30 Jahre 16er Blumen. Das wird es nicht geben. Es wird lauter Events geben. Wir werden Das ganze Jahr wird ein genau, super Event. wir werden einfach das Jahr Das ist durchziehen. alles. Wir werden es einfach uns leibend machen. Ja. Und natürlich mit dem Hintergedanken, dass es für euch vielleicht auch leibend ist. Aber wir gehen davon aus, weil nach 30 Jahren Erfahrung Wenn können wir es für sagen, uns beide leibend ist, ist es meistens für euch auch leibend. Richtig. Wenn es für uns nicht leibend ist, ist es auch für euch nicht leibend. für viele von euch. Also muss man sagen, für viele von euch, für manche nicht. Und ja, wir können ja nicht alle Nicht alle bitte. glücklich machen. Das geht nicht. so. Das schaffen wir Das nicht. ist ganz normal. Ja? Wenn im Auto auch kein Alkohol ist, bin ich saß. Danke für den schönen Abend. Danke, schön. Danke Schön, euch dass auch, dabei ja. wart, alle miteinander. Christian Kumplinger, beste Dauertrinkspiel- und Werbesendung. Klasse, danke dafür. Danke. Und ja, wir freuen uns auf nächsten Montag, wenn es wieder heißt, grüß euch, servus, küsst die Hände. Jetzt verabschieden wir uns. Ja, lauter Events, ja, wir wissen noch nicht welche. Aber es gibt, das können wir schon sagen, es wird beim Schrammelklang-Festival, wird es, das hat der Zehner schon gesagt, sozusagen einen Programmpunkt geben. 30 Jahre 16er Burm. Wir werden ganz sicher auch in Sierndorf, unter dem Motto sozusagen auch bei der Landbahn im Köllerberg am 24. August, werden wir auch unter diesem Thema auftreten. Das Wiener Volksliedwerk wird da entweder beim Wernherrn-Festival oder im Bockkeller. Wir werden sehen. Und ja, also es gibt ein paar Ideen schon mal vorweg. Taschlertermine übrigens stehen schon, noch nicht auf der Homepage, aber noch nicht eingetragen. Taschler stehen schon, aber sind schon für nächstes Termine Jahr. stehen auch fürs Frühjahr, klar. Ja, sowieso. Wir haben schon für November jetzt sogar schon ein paar Termine gekriegt. Also es geht leibend weiter und wir freuen uns voll, dass das so rennt und uns Spaß macht, unsere Arbeit, wie wir jetzt so schön gesagt haben.
Und ich freue mich aufs nächste Mal. Ja. Peter Prachtl, gute Nacht zusammen. Nächste Woche aus der Klause Klaus, sofern alles klappt, Wenn's geht. das Wetter passt und so weiter. Also Und wahrscheinlich schon mit Terrassendach. Wird für euch vollkommen wurscht sein, weil wir jetzt weder sehen, hören, noch riechen, noch schmecken. vielleicht können wir es ja vorher filmen. Aber im Patrick kann ich es sagen, schau, das habe ich gemacht. Tut mir alles weh. Wir hätten nicht viel spielen können mehr auf der Dach. Die Ärmel hängen bis auf der Erde an. Das ist, Schauen wir mal. Und ich sage immer so, das Schlimmste ist gemacht. Das Fundamente sind gemacht, Ja. das Holz ist gestrichen. Ja. Na, was kann noch kommen? der Aufbau. Das Optik. Das ist so, ich höre schon auf. Ja, wird ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Der Abend mit euch war wunderschön. Es hat mich gefreut. Aber für heute ist es das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben heute gesungen und viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist ein Gewand bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen, doch sind wir ehrlich, wir werden schon langsam mit. Ja, wird der Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute singen wir das allerletzte Liedl, weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine bläden Witz und an die schönen Lieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben mit Poststock gesungen, viel, nur gegen ihn wird's langsam still. Und so hat jede Stimmung auch wirklich ihre Zeit. Hier wird ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Der Abend mit euch war schön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jawohl. Es verabschiedet sich die Vorband vom Kasperl. Viert euch gut.